Ey, Sero und Josh Negron, ich schwöre, ich weiss nicht, in welchem Film ihr zwei gerade lebt, aber vergesst bitte nicht, wo ihr herkommt. Vor allem du, Jolas, ich kenne eigentlich so an so einen Brunnenkarren. Yo, was geht ab? Ich bin's AZ von der Carmen-Gang. Da ist der AZ. Was geht ab? Jenny ist da. Checkt alle kurz und bündig, der beste Podcast überhaupt. ja, der Melodie. Ok, convoco meine Seelenverwandte. Kurdistan? Du und die scheiß Podcast hier. Beide. Schön und gut, aber ich verstehe den Hack immer noch nicht. Das ist kurz und bündig Morgen. Soll ich auch noch? Du darfst auch noch. Oder fies, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich dürfte nicht. So. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, und zwar Folge Nummer 70. 70. Oha, runde Zahl, hä? Ich schwöre. Krass. Und wir haben zu Besuch jemanden, der Teil von jeder Folge ist. Der Didi Morg Triathlon. Kondi wie beim Triathlon. Wie geht's weiter? Didi Morg Triathlon, Kondi wie beim Triathlon. Ich weiss gerade selber nicht, Bro. Ich habe vergessen. Irgendetwas ist noch Der wieder. hat mich verwünscht. Jemand anderes schreibt den Text. Ja. Überleg. Überleg. Ja, Irgendwo ist noch überlegt. Ja, Bro, ich weiß es Didi gerade Morg. wirklich nicht. Aber Glaub, du schön, weißt dass noch ich Teil von jeder Folge bin. Das freut mich natürlich. Mit dem Morg. Yes. Und du bist auch schon Gast gewesen in einer der Folgen, die wir noch im Büro aufgenommen haben. Einer von der ersten Folgen von uns. Ganz Du bist der am erste Gast gewesen, Ich bin offiziell. eigentlich einer von euren ersten Supporter. Hands Ja. down. Wirklich. Hands down. Du Wirklich bist der erste schön, Gast, Simon. schön, wie weit ihr es gebracht habt. Wirklich, Ja, ich bin Mann. stolz auf euch. Danke. Wir sind jetzt 2 Meter nebendran in der Garage. Geil. So weit sind wir gekommen. Und natürlich haben wir auch noch da Migi. Und Migi ist in erster Linie eine treue Zuhörerin. Sie ist Tibet-Aktivistin. Ich habe mir Angst, dass ich etwas Falsches sage, Bro. Ich schwöre, aber bis jetzt ist Bis jetzt ist gut. Ja. Dann ist sie der Killer von Horgen. Nein, Ah, Mann. nein, Alle nee. denken, Wegen ich dem bin von streiten wir Horgen immer. wegen dem Wegen Didi. dem streiten Ich wir bin immer. von Weidischwil-Zone 52. Eine So Nur nicht, dass es hä? klar ist. Kennst Der du Zone Didi und 20? ich haben ein riesen Battle. Zone 51 Okay. gegen 52. Ich schwöre, wir können später über das reden, aber Also ich mache schon viele meine. Leute denken, sie ist von Horgen und das hat seine Gründe. Sie ist einfach eine Frau von Welt. Punkt. Egal von wo. Oh, Ja, gut gut gesagt, gesagt. gut gesagt. Danke vielmals. Eben, sie ist Tibet-Aktivistin, sie ist Gewerkschafterin und sie ist. Weißt du noch das Wort? Serat. Welches Wort? Das letzte, was sie beschreibt. Nein. Eine Wotz. Kolumnist. Kommunist. Kommunist. Eine Wotz-Kommunistin. Geil. Nein, und das sie passt ist- aber auch, das passt auch nicht. Sie schreibt Kolumnen für die Wotz. Was ist eine Kolumne? Für die Leute, die es nicht checken. Ich check's natürlich. Ja, dann erklär doch, was es ist. Ja, du tust schon gerne erklären und Erklär Fachbegriff. doch, was eine Kolumne ist. Soll ich mal erklären, was eine Kolumne ist? Ich Ja. weiß es nicht genau, aber ich kann mal sagen, was ich denke. Ja. Also, in einer Zeitung ist ja sag, wenn du reden willst. Ich habe nichts gesagt. Okay. In einer Zeitung hast du ganz rechts so eine Kolumne, Mhm. oder? Und das ist meistens etwas, was so in der Breite vielleicht so 12 cm, nein, 10 cm breit ist. Und dort wird so wie in einer Kolumne ein Seittext geschrieben. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen wie ein Blog-Eintrag. Ja, Eine Meinung. ganz genau. Also du kannst eigentlich dort machen, was du willst. Du kannst einfach deine Meinung schreiben. Es kann polemisch sein, to the point. Und das ist Was ist polemisch, Bro? Es kann polarisieren, Ja, nicht? Es darf auch mal du ein kannst bisschen in die einfach deine Fresse Meinung sein. sagen. Du brauchst keine Statistiken, die das unterlegen. Also einfach, als hättest du einen Podcast. Ja, Podcast ja, ist schriftlich ja. eigentlich. Aber Podcast es ist kurz und sexy. Wie viel Mal? Fast hättest du es gesagt. Kurz und? Fast hättest du es gesagt. Also ich habe nicht 1,5 Stunden, um etwas erklären. Krass. Ja, wie oft kommt das raus? Einmal in der Woche? Einmal im... Ja, momentan kommt es jeden Freitag raus und es ist bis Ende Jahr. Und dann mal schauen, wie es weitergeht. Geil, geil. Geil, Mann. Könnt ihr es lesen, wo es jeden Freitag mit ihr uns Ich hätte also meine Beschreibung wäre einfach
Irgendwo in der Zeitung hat so einen Platz für einen eigenen Tweet quasi, weißt du? Aber ein grosser Tweet. Ja, ja. Ja, aber hast du gut gesagt, oder? Ist auch nicht schlecht. Ja, aber meine ist noch nicht in der Zeitung, ist nur online. Das ist online, ja. Stimmt. Darum, Egal, man sagt ja, weißt du, Printmedien langsam Sterben ist vorbei. ist vorbei. Deswegen, du bist jetzt schon am richtigen Ort, du investierst in die Zukunft. Und heute ist auch noch sonst ein sehr besonderer Tag, nicht nur wie wir spontan mit dem Migi aufnehmen und natürlich mit Didi. Mit Didi haben wir es abgemacht. Yes. Heute ist ein spezieller Tag, weil am Didi sein EP kommt. Ist heute rausgekommen. Ist heute Heute ist Release Day, wir das sind war vorher, Cake, wir Bro. sind vorher, ich bin eingeladen worden von der Migi. Wir sind essen und spontan nachher da hingekommen. Darum ist sie auch da. Und Ja. heute ist ein wunderschöner Tag. Mir geht es mega gut. Ich freue mich, heute da zu sein bei euch. Geil, Jungs. Das ist Wunderschön, schön. wunderschön. Krass, andere werden eingeladen zum Essen, wenn sie einen Release-Tag haben und so. Ja. Bro, Weiß ich nicht, schwör, wenn- so, wenn weit letztes Mal- so weit musst du es bringen, Bro. Ich sag dir Ich echt. sage einfach, ich kenne es nicht so lange, aber ich habe einfach meine Maßstäbe sind jetzt hoch gesetzt. Das ist gut. Seit ich sie kennengelernt habe. Das ist auch der Effekt, den sie bei mir hat. Dass Maßstab höher sind. Checkst du? Sehr gut. Und sie so, ja, voll, ich habe im Uhren hohe Erwartungen. Wir haben, wo du das letzte Mal gekommen bist, haben wir recht vertieft über deine Musik geredet. Und vor allem über das Musik machen, über den Prozess dahinter. Und ich finde jetzt, das Album hat, Album ist das falsche Wort, gell? EP. Ja, es ist ein EP, Bro. Weißt du, eben, wir sind ja in einer schnelllebigen Zeit. Die Leute haben nicht mehr so Zeit, vielleicht das ganze Album zu hören. Darum habe ich jetzt dieses Jahr 2 EPs rausgebracht. Ja. Wie so in kleineren Portionen. Aber eigentlich habe ich ein Album gemacht dieses Jahr. Einfach so, So, quasi aber ich CD1, has- CD2. Genau, korrekt. Am liebsten würde ich so Vinyl machen. Geil. Und auf der einen Seite die eine EP und auf der B-Seite die andere EP. Geil. Voll. Aber es ist ein EP. Also Album kannst du nicht sagen. Ja. Und die EP hat auch eine besondere Verbindung zu euch beiden. Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Wieso? Gute Frage gesagt. Wieso? Sehr gute Frage. Also, EP heisst ja Blaue Stunde. Und es hat einen Song drauf, der Blaue Stunde heisst. Und es beschreibt eigentlich, wie wir, Blaue uns, Stunde. wie wir uns wieder getroffen haben. Nach einer langen Zeit. Also, wir kennen uns mega lang. Also ich und du? Das ist oder? eigentlich sowieso an jeder Party. Nein, Migi und ich. Aha. Das ist an jeder Party, gell, wenn die Frage kommt. Ich schwöre, ich mache mich parat. Jetzt kann ich endlich meine, Jetzt kannst du Storyteller. meine Lebensgeschichte Mann. erzählen. Geil. Er liebt es, ja. Ich schwöre, ja, wir kennen uns mega lang. Wir sind zusammen aufgewachsen. Sie Also in Horgen? Ich kann auch Horgen, sagen. ja. Wie haben wir uns kennengelernt? Also wir sind 15 gewesen. Und ja, stimmt, Jetzt. ich habe viel in Horgen gehängt. So. Es hat viele Tibeter in Horgen. Und, Ja, Shoutout. meine, Shoutout landlos. Schade, alle meine landlosen Struggler. meine Kollegin Zeppi, Shoutout Zeppi. Oh wow, was? Zeppi, grösste Legende Zeppi von und Horgen. Asle. Asle auch, Shoutout. Aslan heisst sie, oder was? Aslihan ist aber Aslihan. Türkin. Das klingt eben nicht Aber- landlos, kann ich wieder sagen. Ja. Ja. Aber auch sehr, sehr Also korrekt. sie haben immer so erzählt, also wir sind 15 gewesen, wenn sie in Horgen gehängt, sie haben immer so geredet über den dies, das. Ich so, wer ist der Didi, Mann? Und Darf dann ich schnell, also, irgendwann, können wir schnell recreaten? Ja. So, ich bin jetzt Asle ja, und du bist Migi. Migi. Und ich bin Okay. Zeppi. Und du bist Teppi. Nein, Serhat soll Serhat ist Teppi. Was muss Seppi Wir machen? müssen jetzt, wie sie über den Didi geredet haben. Okay, okay. Also ich muss jetzt auch über den Didi schwärmen, so gesagt. Ja. Okay. Ja, mach das mal. Mach Okay. Also ich bin Asle, oder? Okay. Reden wir schon zu dritt oder kommst du erst ins Gespräch hinein? Nein. Wir sind schon das Dritte. Am Reden, okay. Ja. Und sie hat wahrscheinlich, ich glaube, sie hat gesagt so, oh mein Gott, Migi, dein Horgen ist eine, man nennt ihn auch Chidimor Chatnon. Und er geht durch wie im Triathlon. Ich schwöre. Und, das ist genau so, so ist es. erzähl doch mal. und ich glaube, er würde mega zu dir passen und dann wärst du endlich ein bisschen mehr Teil von Horgen. 5-1 Haben sie etwas so geredet? Etwa so. Etwa so. Ich will schon sagen. Ja, etwa so, ja. Uma hat es damals noch nicht gegeben. Wann ist das? 2006? 2007? Ja, ich weiß nicht. So Man um sagt das ja, so auf der Straße hat man, du hast das ein bisschen einbürgert da. Ume. Ich habe es genommen vom MS-Style, ich habe geklaut und dann gross gemacht. Du hast es groß gemacht und Migro hat es dann mit der Werbung Klaus. wieder Wieder verkackt. komplett versaut. Wir sagen nicht mehr danke Migro. Ich schwöre, danke vielmals. Aber Wirklich, man, ich habe das Wort so Kein geliebt, Rap habe man. ich gesehen, ich habe sogar geschrieben. Dann. Ich
Ich habe sogar über Bro, Management du hast geschrieben. wahrscheinlich automatische Reply bekommen. Also Bro, danke ganz für deine ehrlich, ich Antwort. habe Dings angerufen, Musikanwalt, der 6 Leben pro Stunde kostet. Ah, du hast sogar- ich habe ihm 2 Minuten Nein, Flexer. angerufen, Hast du gehört? 2 Minuten. Er so, hey, wenn wir jetzt länger reden, muss ich verrechnen. Ich so, okay, nur 2 Minuten. Ich so, wäre das ein Case? Er schnell überlegt, eine halbe Minute. Er so, nein. Wegen geistigen Eigentum schwierig. Ja, in der Schweiz schwierig, es ist ein Wort. Aber das Also Krasse ist, Wort. sie haben ja, wir sind mein eigener Slogan eigentlich von dem Lied haben es 1:2 genommen, aber es ist so ein random Satz. Ja. Ist das so ein Soldier Boy Moment jetzt eigentlich? Ich schwöre. Drake! Er ist mit Coop. Er ist nicht mit Migros. Ja, stimmt. Okay, also wir haben jetzt da offiziell von dir, du hättest Migro angeklagt, hat der Anwalt in den 2 Minuten gesagt, du hättest können Hands rausholen. down. Hands down. Ich hätte es gemacht. Wenn mein Anwalt gesagt hätte, es gibt etwas zu holen, wir wären alle hingegangen. Hands down. Dann hätten wir jetzt alle gegessen, Bruder. Wir Ich hätten sage alle dir. gegessen, ich Ich hätte jetzt da glaube Flaschen nicht, ich gebracht. glaube nicht. Ich glaube nicht, in der Schweiz sind die Beträge nicht wie in Amerika. Ich glaube, er hätte einfach 1500 Stutz bekommen, also Entschuldigung. Weiß nicht. Migros Gucci. Ja. 1500 Stutz von 150.000 Oh, shit, Cumulus aber- Wird Mix. jetzt genommen, John? Cumulus wird, ja. Wieso nicht? Wieso Ja, aber jetzt haben wir dich unterbrochen, sorry. Also Ja. Asle, Ja, deine... genau. deine Und sie haben immer so erzählt, ja, der Didi dies, das, er rappt und Er ist so es hat geil. schon so Überleg. viele Storys gegeben, der Typ. Und ich so, wer ist der Didi? Und dann an einem Abend, Freitagabend, laufen wir ins C'est la Vie. Shoutout auch an C'est la Vie. Es heisst jetzt Bar Alte Es Schule. heisst jetzt alte Schule, ja. Ich laufe dort rein und ich habe genau gewusst, wer der Didi ist. Ach, wegen der Aura. Wirklich, Der- er hat schon der, der damals Breaker so, war. er war damals schon so gewesen, weißt du, so, Bodenwelle. ich bin der Didi. So, Marco zu ihr, was läuft? Wir sind so angeguckt, so, ich habe so da als Hard würde to ich get nicht, und so, ja, als ja. würde ich ihn nicht bemerken, oder? Und irgendwann haben wir geredet und dann sage ich so zu ihm, ja, und was machst du so? Und er so, ich bin ein Rapper. Und ich schwöre Überleg. auf alles, ich habe sogar ins Tagebuch geschrieben, ich so, voll den möchte gern. Nachher haben wir, kennen wir noch die Zeit, MSN. Ja, ja, haben ja, wir ja. MSN austauscht, überlegt. Nein, früher warte, wir haben haben nicht wir MSN austauscht, Baby. Wir sind dort so gewesen, Gruppe, Asle, Zepi, du, Jensti. Ich habe einfach MSN von allen gefragt. Aber eigentlich No, ist nicht er von hat- ihr Ja, wählen. ja, Also er hat... genau. Das stimmt, das stimmt. Also, Kultur. Stimmt. also Aber eigentlich hast auch du Hard to Get gespielt, so quasi. Du so, nein, ich Genau. habe von jedem gefragt, nicht nur von dir. ganz genau. Aber Genau. du hast Aber eigentlich... eigentlich schon, ja, normal. Ja. Und in dieser Zeit bist Sorry, du ins kannst du das MSN? Mike bitte nachher nehmen? In dieser Zeit bist du so... Sie so, yes, I come to India. Kennt ihr das Video? Nein. I wanna be pilot. Kennt ihr Oh, das? das mit Pakistan. Ja, ja. I destroy. I destroy Oh mein Gott. Sorry. Ich schwöre, Das ich hab bin ich dir sonst mal sehr gezeigt. professionell, aber es ist mein erster Podcast. Pakistan sind dabei. I will sacrifice my life. Ja, genau so. Sie so am Wow, Zuhören. grave. Wow, great, you're gonna be destroyed. Genau so, oh mein Gott. Okay. Und du bist- ja, in dieser Zeit haben wir uns ja eingeloggt, so nach der Schule ins MSN. Kann ich dir noch und- das Geräusch? Wie war die Mailadresse? Weißt- gewesen? Nein, ich darf es nicht sagen, er ist immer nur die gleiche. Jeder, ja, also die gleiche, also darf's nicht sagen. noch die gleiche Hotmail von früher. Ja, aber es ist nichts Das gewesen sind die mit... Loyalen, Mann. Ist es das nicht, sind die ist es Loyalen. nicht Tibetan Lover 25? Also sie hat so etwas gehabt. Nein, das Nein, stimmt nein, nicht. Das nein, stimmt ui. nicht. Nein. Also komm. Und dann, ja, nachher, ich weiss noch, nach der Schule habe ich immer gewartet, dass der Didi Bindestrich XY online kommt. Dann haben wir ein bisschen geschrieben und so. Und dann irgendwann habe ich zu ihm gesagt, hey, du hast den einen Song auf MySpace, Ah, der das ist ist mega Legende, cool. ja. MySpace aber der Hook übrigens. ist verdammt schlecht gesungen. Hast du gesagt? Habe ich gesagt. Bro, überleg Also, dir mal ich schnell kann's die besser Dings. singen. Überleg dir Soll mal ich mal die, Kogo singen? Überleg dir mal die Confidence von einer 15-Jährigen oder Ja, ja. 14-Jährigen, die so sagt, so, ist ein geiler Song, aber Hook, lass mich machen, ist besser. Oder, Weißt du, was ich meine? oder, Geil. oder, dein Track ist wirklich trash gewesen und sie hat ihn gerettet, ne? 100%. Ich habe 100%. den fix gerettet. Ich Ich, kann, bin nachher auf sein also- erstes Mixtape gekommen. Hunger auf Die- mehr. Shoutout an Blerim. Oh, Damals shit. haben sie noch gerappt und Revolution Duo. Ja, das stimmt. Didi und Limi, der Blerim. Und letztes Mal habe ich gesehen, ich habe 2 Features drauf. Ja. Nicht eins. Das sind 2. letzte wie meine Ich habe ihm Eltern gesagt, ich gewesen. so, gib mir Wir haben Prozent, gerade Ja, vorher ja. gehört, wie er wir. Look, er Du hat bekommst vorher Prozent, erzählt, Baby, look, wie du er, hockst jetzt im Podcast, schon gut. er hat vorher gesagt, wie er wie vorgehen, wenn Migros ihm kein Prozent will geben. Ich würde dem gleich Anwalt anrufen. Ich würde sagen, der, der ihn angerufen hat, ich habe jetzt etwas gegeben. Ich gebe die Nummer, ich gebe die Nummer. Wie war dein Künstlername? gewesen? Meine? Ja. Migi. Ah, okay. Ja, Bro, Ja. meine Didi. ist ja Didi. Limi und Migi. Ja. Didi, Limi, Migi. Was für ein Wir Trio. sind sogar an Contests gegangen, Mann. Wir haben fast gewonnen. Wir haben einmal an einem Muster. Contest So mitgemacht.
Contest. Jetzt haben mit wir- Bandana. Bandana? Bandana AK, Mann. Um den Hals. Bandanas sind jetzt Ich wieder rot, voll er in. ist blau. Bandanas sind voll in wieder. Warte, bin ich der Einzige? Man sagt doch Bandanas. Okay, er hat doch weitergemacht. Ich so, Bandana. Ja, ich wusste vom Scheiß. Du nicht, er so, Bandanas. Ich so, Ja. bin ich? Sie ist gerade so voll. Okay, ja, Hey, ja, ja. ich kann, Bandana. National Bandana. Look, wir haben Fans außerhalb von der Schweiz. Stimmt. 1% Türkei, wer weiß. 1% irgendwo Südamerika. Hey, Ist dann. Der ist der eine und jetzt Guerilla auch in den Tibet Bergen. übrigens, danke. Ja, Tibeter-Fans Gern kommen geschehen. jetzt noch mehr. Gern geschehen. Wenn Migi da ist, 100%, ist wie Magnet. Sie ist in dieser Community Hey, ein Star, ich sag dir ehrlich. es gibt so, wir sind früher gerne im Kanzi gewesen. Ich kann gerade wieder die gleiche Frage stellen. Ich schwöre. What Ich is lieb- up with Tibet? Party im Kanzi. Kanzlei, meinst du? Das ist aber regelmäßig. Das ist immer Kennt ihr noch. das? Und Ja, sind ihr da schon mal sicher, gegangen? Mann. Also Chili Cruise, Kanzlei- so? Ja, normal. Also Kanzlei, ich sag dir ganz ehrlich, das ist Sorry, kannst du näher als mein? Das ist Fundraising-Event für die meisten Tibet-Vereine. Also der tibetische Jugendverein macht dort einmal, zweimal pro Jahr Party. Ja. Und es ist einfach die geilste Party, weil dort läuft R&B, Hip-Hop, Ja. 90er, 2000er. Ein bisschen Bollywood-indischer Sound auch. Das stimmt nicht, das ist neu. Wir sind letztens zusammen da gewesen. Er so, was läuft? Das läuft plötzlich Bollywood. Der Ding leitet doch nicht auf, der Rock P und so leitet Ja, auch ja, nicht der auf, leitet gell? zum Beispiel auf. Aber hey, was man muss sagen, TibeterInnen und Tibeter, sie haben wirklich krassen Musikgeschmack. Sie lieben R&B, sie lieben so den 90er, 2000er R&B. Das, was Waterfalls eigentlich ist, was der Obi macht, haben Tibeter schon vor 20 Jahren gemacht, sagt er ehrlich. Sagt, also nicht, dass kein Hate Wir haben so ein natürlich. Video Bro, schon Ja, passiert. ich gesehen mit dir. Nein, aber Tibeter sind riesen Fan vom Obis in der Party. Stimmt, die gehen ja auch zu Krass. ihm. Die gehen ja Ja. auch zu ihm, wegen dem. Voll, also das ist wirklich krass, das ist wirklich krass. Also Migi ist auch ein riesen R&B-Fan, gell? Riesen Ey, R&B-Fan. Größte, darf wo ich- ich kenne, weltweit. Wir gehen gerade drauf hin, aber ich wollte etwas sagen zu MSN die ganze Zeit noch. Ah ja, sicher. Du hast vorher angesprochen, ist gerade gut. Ich habe heute einen Tweet gelesen, den ich gerne würde teilen mit euch. Hauen aus. Früher ist mir auf MSN die ganze Zeit on und off gegangen, damit der Crush einem anschreibt. Heute poste ich meine Titel im Close Friends und der Bastard liked nicht mal. Real. Ich sag nur, Girl, du musst deine Standards ein bisschen aufschuhen. Ich schwöre auf alles. Wir müssen zurück in die MSN-Zeit. Ich schwöre. Auch wenn es nicht mehr gibt. Nur online, Drück einen offline, Knopf, wenn scheißegal. ich drück einen will. Knopf. Warte. Muss ich ansetzen. Nein, falsch. Mashallah, Bro. Nein, ganz ehrlich, Girls da draußen allgemein, Migi, sie kann wirklich gute Tipps geben. Also sie weiß Bescheid. Bro. Ich mache mir noch Okay, wie mache ich am schnellsten 1 Million? Ja, nein, nicht so Tipps. Ja, ich auch meine Live-Tipps. Dating-Tipps Nein, für Live-Tipps. Frauen. Nein, Für das meine ich Dating für auch. Frauen? Okay, wie kann ich am schnellsten von Nein. einer Million Franken klauen, Ich meine wenn ich am Daten Lebenstipps. bin? Fragt Loredana. Kann ich? Ich meine Lebenstipps. Letztens sind wir go essen, gell? Dann haben wir irgendetwas geredet. Ich über mein Geschäft, etwas da, dies, das. Sie so, du musst so und so machen, du musst den Markt säubern, du musst so mit den Haaren, weißt du? Ja, Kurz, ich gehe der- massieren, Young Löwe, du schaffst das. Er so, ja Mann, ich fick auf. Sie soll ihm auf Ohren flüstern, hinter jedem erfolgreichen Mann eine Frau mit Hose. So Ja, in dem Mann. Stil. So in dem Stil. Er so, Nein, ja, sie bringt natürlich das Gewerkschaftsding rein. Sie sagt, hey, ihr Rapper, ihr müsst euch organisieren. Ihr dürft euch nicht unter dem Wert Fix, verkaufen. fix, Ihr fix, dürft fix. nicht, der kann für 5 Leben spielen und so. Macht alle einen Preis, einheitlich 2000, damit alle müssen blechen. Lobbyismus. So, ja, ich schwöre. Ja, Es ist so, jeder Konglomerat schaut auf seinen etwas. Arsch und am Schluss verlieren alle. Druck nochmal den Knopf. Alle, Mashallah, Bro. alle Rapper machen wir. Wie würde die Gewerkschaft heißen, wenn es eine würde geben für Rapper? Die Hurensohn. Oh, der Wichser. Der Wichser. Bro, keine Ahnung. Wu-Tang Unia oder irgend so ein Scheiß. A Tribe Called Gewerkschaft. Gewerkschaft. Geil. Ja, so. Nein, also wir sind jetzt noch bei eurer Geschichte. Auf Knopfdruck bin ich nicht kreativ. Ja. Leider. Wir Mir sind, schon, wir Bruder. sind bei eurer Geschichte gewesen. Ja, genau. Dann, das ist so euer erster Kontakt ist in dem C'est la vie. C'est la vie. Genau, Oder wie? genau. Ja. Und Und der Rest ist C'est la vie, Bro. Mach Outro fertig. ich schwöre, ist einfach fertig, Mann. Ja, fuck. Nein, und dann sind wir zusammengekommen. Irgendwann. Wenn, so wie viele Tage, Wochen, Monate, Jahre später nach Selavi? Also wir sind zuerst wirklich lang befreundet gewesen. Best Friends. Best Friends. Auf, Besties. aber Ja. wartet schon. Ist das Best Friends, weil ihr habt euch, also wer hat mehr vom anderen Wer will? ist in der Friendzone? Ja, ich Ja. natürlich. Du bist in der Friendzone, Ja, nicht er? Nein. Er hat mich gefriendzoned.
Aber nicht wegen Ich weiß ihr. genau Einfach noch. wegen dieser am Zeit. Aber Caliente. hast du gecheckt, dass sie etwas will oder hast du Ja, wirklich nicht gecheckt? natürlich. Bro, wir haben über das Er ist geredet, ein normal. Wir Charmeur, sind er richtig weiß reife Jugendliche gewesen. So, wir haben über das Mann. geredet. Wir haben über das Haben geredet. ihr abgemacht? Wir sind Galiente gewesen. Galiente, kennen ihr noch? Bist dort zum ruhigen Gespräch führen? Genau, dann sind wir neben draußen, Seitenstrasse. Ich so zu ihr, ey, ich glaube, du willst etwas von mir. Sie so, ja, ich will nur Kollegen sein. Sie so, okay, dann sind wir weiter Galiente. Bro, Leute sind 30 Mhm. und können immer noch nicht so reden. Ja, stimmt, hast recht. Ich schwöre dir. Hast recht. Oder so ist Ja. es gewesen. Nein, so ist es nicht gewesen. Ah, Aber, okay. Sie so, wir du sind, hast es stimmt, wir sind am Tanzen gewesen zusammen und dann hat er zu mir gesagt, hey, wollen wir kurz rausgehen? Und ich habe so gedacht, okay, jetzt gesteht er mir seine Liebe. Jetzt wird rumgemacht. Du hast am Handy die 140 Zeichen anbrauchen, zum all deinen Kollegen schreiben. Ich glaube, er fragt dich jetzt, Jungs. Er merkt das. Er fragt jetzt. Nachher gehen wir so raus. Er so, ja, also ich will momentan keine Beziehung und so, aber ich finde dich mega cool und ich fühle dich voll und ich wäre gerne mit dir befreundet und ich habe einfach nichts dergleichen da schon damals. Du Zu so, ja, stolz. Ich so, ja, fix. Ich so, ja. Hä, hast du das Für mich Gefühl, ich ist auch will nicht- mehr? Für mich ist auch nichts anderes gewesen, nachher so Heartbreak. Ja. Und dann sind wir wirklich Freunde geworden, weil irgendwann, also wenn du Gefühl hast für jemanden und der erwidert es nicht, dann Kann ich nicht. tschüss. Also. Ja. Aber wir ich haben habe dich mega geschätzt als Kollege, als Freund. Wir haben Danke. so oft zusammen gechillt, wir sind wirklich an Events gegangen. Und nicht so. einmal sind ihr so einmal so. Wie hast du mit 15, 16 die Disziplin gehabt, zu nicht einfach einmal schnell. Ein Ja, Kuss. ist schon Bro, immer ich so kann, gewesen. ich kann auch nicht sagen. Green Das ist, Flag. wirklich, Green Flag. das ist crazy. Das ist ein gutes Zeichen, Bro. Er hat gerade ja. Küssen, ich habe es gesehen, aber er hat gesagt, nein, ich bin jetzt vor der Kamera. Er hat so den Blick gemacht. Er ist so Green Flag. Nachher die Heim. Er so, genau der Blick Nein, ist es gewesen, nein, du siehst nachher im Auto. Aber nachher, ich schwöre, es hat dann so. Weißt du, kennen ihr die Leute, die etwas machen und dann bereuen jetzt das? Ja, Ah, auch schon gehört. So eine bin Etwa ich. die. gewesen. So eine bin ich. Gewesen. Weil ich habe nachher gesehen, sie lebt ihr das Leben und es hat mir nicht gepasst. Dann bist du doch der Und der toxische ist Kanake kurdische, gewesen. türkische Wurzeln. Dann habe ich sie wieder genommen, probiert, von dieser Friendzone wieder überziehen. Aber sie ist zu stolz gewesen. Nein, also, ich musste kämpfen, ich musste beweisen, aber dann haben wir es geschafft. 2008 sind wir zusammengekommen. Ja. Sind wir zusammen In der Kanzlei. ja, in der Kanzlei. All die Tibeter-Party. Nach einer Messerstecherei. Hätte ich können. Nach einer Messerstecherei. Romantischer geht's gar nicht. Morgen um 6 Blut ist geflossen, aber neues Blut hat sich wieder gefunden. Was schon 2008, wie alt ist man da? Wir sind 17 gewesen. Ja, in der Lehre, einfach so Mitte Lehre. Ja. So. Und dann Und- sind wir wie lange zusammen? Da sind wir lang zusammen. Das war meine erste richtige stabile Beziehung, so 5 Jahre. Oder? 4 Ja, Jahre. 4,5. Okay. On, off, weißt du, so am Schluss on, off. Ich kenne es, man. Unschuldig, der Erste Schluss ist so Liebe unschuldig. ist kompliziert. Und wie ist das passiert im Kanzi? Ist er so, hey, wow, krass, vor Messerstecherei, aber was meinst du zusammengekommen? Also, wo wir Best Friends waren, ist Ah, ist sind wir sogar immer Best zusammen- Friends geworden Wir nachher? sind wirklich Ja, ja, Best Friends gewesen. Ich bin immer mit seiner Jungsgruppe unterwegs gewesen, wir haben Spass gehabt. Und er war immer so ein bisschen so, er ist immer so andere Mädchen aufreißen, Mädchen muss man ja sagen. Und dort an dem Abend in der Kanzlei, Sorry. dort an dem Abend in der Kanzlei ist er ist die ganze Zeit bei mir gewesen. Und ich habe so gemerkt, ich so, okay, der Moruk, der meint Etwas hat sich ernst. geändert. Ja, Etwas ist anders. Krass. Und dann habe ich so wie gewusst, okay. Und dann sind wir am Morgen irgendwie heimgegangen. Also, du hast noch, eben, wir haben alle noch bei den Eltern gemacht. Alle in Horgen. Und dann, nachher, ja, irgendwann so, wo die Sonne aufgegangen ist, Sind hat wir er am mir See seine entlang, Liebe ja. gestanden. Am See wenigstens? Oder im Nein, Kanzi? nein, die Heime. In der blauen Stunde. Also- Ja, ich schwöre. Bro, stimmt. und darum, es ist krass, damals sind wir ja zusammengekommen, in der blauen Stunde, weil blaue Stunde gibt es ja am Morgen, nicht nur am Abend. Und das Mal, wo wir zusammengekommen sind, ist auch in der blauen Stunde. gewesen. Aber. Am Morgen, Ah, auch wieder, gleiche Zeit. Okay. Das ist unsere Zeit. Also Morgen um 6 Uhr, Migi und ich kommen am Morgen um 6 Uhr zusammen. Auf jeden Fall, darum habe ich den Song so genannt. Weil ich sage ja in dem ganzen Song nie blaue Stunde. Ich bin einfach auf den Titel gekommen, vor allem wegen dem. Ist krass, dass du jetzt auf das gekommen bist. Ja, aber ich bin auch Künstler. Und dann habt ihr euch, dann habt ihr euch jahrelang sind ihr einfach nicht in Kontakt gewesen, oder? Ja, 10 Jahre. Also wir haben uns getrennt. Ja. Dann haben wir so um die 10 Jahre keinen Kontakt gehabt. Ja, Funkstille. crazy, ja. Sie war in Genf, gewesen, sie war in Berlin, gewesen, sie war umeinander. Gewesen. Ich sage es auch auf einem Song, sie ist weg. Könnt ihr mal hören gehen, gibt es ein paar Referenzen. Und ja, aber irgendwie ist es mir nie aus dem Kopf.
Nachher, wer hat sich wieder gemeldet? Er? Ja, sicher, Kollege. Mein sich. Ja, ey, sorry, meine Frau hat ein bisschen Stolz. Normal. Wow. Ui. Drück den Knopf. Mashallah, Bro. Das ist schon gut. Ja, gell? Wer sagt das? Irgend so ein Schweizer. Irgend so Mann. ein unwichtiger. Nicht relevant. Kennt ihr den Deutschen, der so sagt, Seitenabziffer und so? Ja, genau, so, das heißt so in dem es. Stil. Er schreibt uns jetzt wieder. Hey, oh mein Gott. Okay. Er ist ein Kollege von uns. Schade aus, liebe Grüße. Okay, und nachher hast du ihr wieder geschrieben, was hast du gesagt? Ey, können wir uns mal wieder treffen? Können wir wieder reden? Oder hast du gesagt, hey, wie geht's? Ich kann mal wieder fragen, was bei dir läuft. Angelüht. Also, schau, das ist eine Hoffe. ganz krasse Story. Heute packen wir wirklich aus, Also. weil heute ihr so nicht nachfragt. Also, das Krasse ist, ich habe nach 10 Jahren, überleg mal, nach 10 Jahren, du hast einen Menschen nicht gesehen, hast keinen Kontakt, es ist vielleicht auch gar nicht so präsent oder so. Plötzlich träume ich von ihr. Aber so, nicht so ein Traum, so à la easy, weißt du, so, hey, mal, sie kommt mal schnell vor in einem Traum. Oder, sondern ich träume, ich sehe sie ist schwanger, es geht ihr nicht gut. Familie. Sie ist wirklich voll am Arsch, Augenring, sieht schlecht aus, baba. So ein Traum. Ja. So einer, der bleibt. Krass. Okay, ich wach auf, der Traum verfolgt mich. Ich sehe irgendeinen Tibeter auf der Straße. Ich so, ja, das ist ein Zeichen, jetzt muss ich anrufen. Kennst du mich? Hey, er läutet mir an. Das erste, was er sagt, hey, ich bin da beim Landesmuseum, bin ich an ein paar Tibeter vorbeigelaufen. Ich habe gedacht, Ey, Fresse, du hast nicht gebracht. ich so, Und du hast von der hey, Pack. random. Hey, ich hab Tibeter gesagt, so, ich denke, schade, wie geht's? Du bist doch so Ich auch fest. an der Hey, ein Langstrasse. paar Monate später. Ich habe ein paar hat er Noten gesagt, Ich hab gesehen. nicht sagen. Baby, I miss you. I miss you. Nein, Jungs, look, ganz ehrlich. Du kannst ja nicht deiner Ex anrufen nach 10 Jahren und sagen, ich habe von dir geträumt. Das kannst du nicht Ausser. Aber du kannst nicht. Ausser. Du bist. Ja, fucker. Und zwar der Größte. Dann geht's. Nein, Also, das- weißt du, ich muss das machen, Bro. Du hast sicher müssen sagen, ich habe einen Tibeter gesehen. Du musst sagen, hey, das ist doch viel schöner. Ich habe einen unschönen Traum gehabt. Mega. Ich habe fragen, wie es dir geht. Das wäre besser, wie du hast einen Tibeter gesehen und an mich denkt, ist das der erste Tibeter seit 10 Jahren? Was sagst du dazu? Ich kann nichts dazu sagen, John. Nein, ich habe es mega, also es ist mega so, Das hat er gemacht. es ist gut nein, angekommen. es ist Ja, gut anscheinend, angekommen. ja. Es ist halt Didi-Style, oder? Er ist ein Charmeur. Meine, es ist Hast du egal, Hast du gehört? Warte, mit wem er in welcher Situation redet. Er ist einfach charmant. Das ist und eben das. er wickelt dich um den Finger. Das ist eben das. Ja, ich auch, bin schon Und- bück für ihn. Er hat schon Ja. gewusst, wo anhauen. Ja. Und was, also, ihr sind ja schon recht öffentlich mit dem. Ja, jetzt seit dem Song. Seit dem Song auch, oder? Also gut, ich habe es einmal posten gehabt, weil ich habe wirklich. Es ist mir auch wichtig gewesen, dass Ja. irgendwie, also weißt du, wenn, keine Ahnung, ich tue so viel teilen, ich bin auch so nah Voll. mit den Leuten, auch mit meinem Sound, es Voll. ist alles so persönlich. Es wäre wie komisch gewesen, so, wenn einem so etwas Schönes passiert. Ja. So ein Wunder passiert. Sollen wir euch einfach alleine Siehst du, wie lassen? der immer bei jedem herzigen Wort immer so macht, wenn der so Schönes passiert. Er sagt, So mach ich etwas gut, Baby. Wundervolles. Auf jeden Fall Nachher ist es, sagt er, dann, guck mal. ist es dann wichtig für mich gewesen, zum das auch posten und so. Und nachher habe ich auch den Song geschrieben. Und dann habe ich es wie auch so wichtig gefunden, um mal die Story zu erzählen. So. Es finde ich eben. Weil ganz ehrlich, Bro, nur schnell. Ja, bitte. Ich glaube, die Leute da außen, egal in welchem Alter, egal welches Geschlecht, egal von wo sie kommen, ich glaube, sie brauchen Liebe. Mhm. Sie brauchen Liebesfilme, sie brauchen Liebesmusik, sie brauchen Liebesstories. Checkst du? Ja, Das ist ich auch ein meine- Grund. Ja, aber weißt du, es ist. Stimmt oder stimmt nicht? Stimmt. Aber wir, es- sind beide recht romantisch, Ja. Ja? glaube ich. Ja, mega. Ja, man kann das so Wir sind ab, so so, mega- wer das nächste Date muss organisieren und planen und so. Nein, das mache ich Nein, meistens nicht. Planung und so Ui. läuft nicht bei mir. Okay, aber wie sie hat jetzt so von dir geschwärmt, wie du zum Beispiel romantisch sein? Wie sie gesagt, es sind mega Romantiker. Wie ist der Didi romantisch? Bro, ich habe gerade das Lied, fast ein Album für dich. Ich schwöre, Bro, was willst du eigentlich noch, Mann? Der andere. Hey, Stimmt, das stimmt. ist so fies, gell? Er benutzt das auch gerne, wenn ich so sage, hey, wir haben lang kein Date mehr gehabt. Er so, ja Mann, ich bin Brr. Rapper, bei mir gibt es Benefits, weißt du? Ja, ja. Wir sind dort und dort an dem Event gewesen. Wir können dort gratis Ey, essen, wir können da genau, gratis trinken. Drinks. Ich so, ja, okay, aber... Fair, fair. Aber wann hast du organisiert? Ja. Ja. Nein, das ist ich die würde größte sagen, Kritik. im Organisieren bin ich vielleicht ein bisschen besser. Aber du hast auch, Aber du hast er auch eine ist sehr gut. dominante Ader, finde ich.
Ja, das stimmt. Das So. stimmt, ja. Also und er kann das handeln, gell? Ja, ja. Respect on my name. Aber ich will gerne noch schnell auf das vorher eingehen, weil ich finde das noch recht spannend. Mega viele Menschen, die jetzt in der Öffentlichkeit stehen, vor allem so, wo jetzt. Aber es gibt sowieso die Schweizer illustrierte Öffentlichkeit und es gibt so die Street-Öffentlichkeit. Der Rest. So. Dann gibt es ein paar, die jetzt ein bisschen beides sind, aber ich würde jetzt sagen, Gibt's? egal. Was ich wollte sagen ist, wieso die Menschen, die jetzt wahrscheinlich eher so Street öffentlich sind, bei denen ist ja zum Beispiel eben der Beziehungsstatus teilen nicht so ein Thema. Oder ich sehe mega viel, es würde mich jetzt auch interessieren, was du dazu sagst, Migi. Ich sehe es auch bei mir selber, oder? Ich habe mega lang bin ich so gewesen, ich teile alles, mein ganzes Leben. Ich meine, ich rede in ein verficktes Mikrofon rein, weißt du, einmal in der Woche. Aber nachher, wenn es um Freundin geht oder um was weiß ich, bin ich dann immer so, nein, das muss nicht jeder wissen. Und ich glaube, es hat dann schon auch sehr viel mit dem, wenn das Menschen machen, habe ich oft das Gefühl, es entsteht aus der Unsicherheit oder es entsteht daraus, dass Menschen wollen available bleiben. Aber wenn sie das nicht machen, Ja, so quasi. ist lustig, wir haben gerade heute über das geredet, nicht? Ja, voll. Also, ich finde das sehr spannend. Ich glaube, es braucht auch hohen Mut, um können so über das reden, so da anstehen, öffentlich. Und ich glaube, viele machen auch Sachen ein bisschen halbpatzig, manchmal im Leben. Jetzt nicht, no offense, weißt, ich verstand das auch, aber das ist etwas, was ich nicht machen will. Verstehst du? Ich habe mich wirklich dazu entschieden, ich will nicht halbpatzig Beziehung führen und das auch so eben verstecken oder so. Checkst? Ja. Ich will es einfach so machen, wie ich es fühle. Wie in der Musik, wie ich bin als Mensch. Ich glaube, das tut mir hure gut, seit ich das so entschieden habe. Ich verstehe das, ich habe es früher auch nicht so gemacht. Ich habe es früher auch ein bisschen anders gehandelt. Ja, was sagst du? Ich denke so, als Frau ist es also ich sehe das auch bei anderen, ist ja immer so das Thema so, ja, postet er dich oder Ja. Und ich kann das auch voll nachvollziehen. Und ich glaube, da sind wir einfach auch als Menschen mega ähnlich. Ich glaube, wenn wir etwas machen, machen wir es wirklich so aus vollem Herzen und dann teilen wir es auch gerne. Ich meine, wir können beide nicht sagen, was in der Zukunft wird sein, aber jetzt, wo wir das leben und das erleben, und ich glaube, es ist für uns beide so ein Wunder, dass das jetzt nochmal wie passiert ist zwischen uns, ist, glaube ich, so, die Freude ist einfach wie überwiegt. Und ehrlich gesagt ist es mir auch ein bisschen egal, was die anderen dann denken. Es gibt sicher gewisse, die vielleicht denken, ja, ich bin da anders oder behalte es lieber im Privaten und so. Aber wir sharen die ganze Zeit eigentlich unser ganzes Leben überall. Und dann, wenn etwas Schönes passiert, dann kann man das auch, finde ich, so wie dazu stehen. Und wie gesagt, es ist auch ein Risiko, das du eingehst. Also ich glaube, jede Beziehung oder so wahre Liebe ist immer ein grosses Risiko, das man eingeht. Man geht immer das Risiko ein, verletzt zu werden. Und, aber ja, wenn es gut ist, dann macht man es einfach so. Also ich weiß nicht, ich glaube, es macht Spass. Also, wir haben mega Freude gehabt, das zu teilen mit unseren Freunden, mit den Bekannten. Und so. Aber würdest du dich selber als Person beschreiben, die im öffentlichen Raum steht? Ja, es kommt darauf an. Also jetzt vielleicht mit den Artikeln und allem immer mehr? Ja, vielleicht immer mehr, aber jetzt nicht so wie die Idee. Also, Und das war bei euch nie ein Thema gewesen, so, ich meine, du tust dich ja wie dann halt auch in den öffentlichen Raum, oder? ja. Ja, also am Anfang, als wir zusammengekommen sind, war es interessant, hat die so zu mir gesagt, es gibt zwei Wege. Der eine Weg ist, dass man das privat behaltet und intim und so. Und der zweite Weg ist, dass man halt voll das gegen aussen auch lebt und zeigt und so. Und schon dort hast du eigentlich zu mir so wie gesagt, ich tendiere eher zum Zweiten. Und ich habe eigentlich nie ein Problem damit gehabt. Im Gegenteil, ich habe immer mega Freude gehabt, wenn er erzählt hat, auch, wieso er gewisse Songs und so geschrieben hat. Ich meine, es ist mega schön, wenn der Mensch, den du liebst, so offen zu dir steht und dir Songs widmet oder so. Es ist auch schön, dass du deine fühlt sich Inspiration schön. Ja. weißt, dort holst und
Und du gibst dem Ganzen Ja, Bro, ich hole meine Inspiration vom Leben einfach. Ja. Also alles, was ich erlebe, wandert in meine Songs. Und wenn jetzt gerade in dem Jahr Liebe etwas mega Grosses war, was passiert ist, Licht geht aus bei dem Satz. Ich weiß nicht, was das heisst, Candlelight. Bruder, nicht alles ist unbedingt ein Zeichen. Hey, er ist so, er ist ganz schlimm. Ich schwöre, er ich ist bin ganz richtig schlimm, alles abergläubisch. ist ein Zeichen. Als wir unser erstes richtige Date hatten, wir waren in Basel, wir haben das erste Oh mein Gott. romantische Einfach in Basel, Wochenende miteinander verbracht. Und dann laufen wir so aus dem Hotel und vor der Tramschiene ist einfach so eine Taube. Und alle wissen, also die meisten wissen, dass die liebt Tauben. So, mein das ist Lieblingstier. sein Symbol. Ja. Sein Spirit Animal. Sein Spirit Animal, genau. gesagt. Sein Danke. Patronus in der Danke. ein Harry Potter-Typ. Ich schwöre. Ganz genau. Und dann verfängt sich so eine Taube in der Tramschiene. Und das Tram überfährt fast eine Taube. Taube ist Überleg. fast, Ja. die Taube ist fast Sie meine Hände am Heben, sie so fester am Drucken. Ich So, so, nein, dein Cousin. Ey, in der letzten sie auf Tibetisch am Betten, weißt du? Oh Mann, ich hat er bin. geschrauen und hat weggeschaut. Und ich habe innerlich so gedacht, bitte Gott, lass die Taube nicht sterben, weil ich weiss, dass der Morgen das wird als negatives Zeichen für unsere Beziehung. Also ich mache jetzt fertig. Bro, aber los zu, die Taube hat sich raus, wie so gekämpft, hat es geschafft, ist davon geflogen und in mir drin habe ich gedacht, unsere Liebe ist wie die Taube, sie hat gerade eine zweite Chance bekommen. Voilà. Ja, Stellt euch vor, die wenn wäre die Taube gestorben. tot wäre. Mann. Ich hätte keine Chance mehr gehabt. Ah, Taube entscheidet. Wie gehst, also, du bist ja eher ein privater Mensch, Bro. Ja. So, wäre das für dich nie ein Thema, wenn du mal eine Beziehung hättest oder das gegen austragen so? Also ich kann ein bisschen andere Meinung als sein. Oder auch zu deiner Frage, wo du gesagt hast, eben, das könnte vielleicht eine Art von Unsicherheit sein. Also ich habe einfach für mich geredet. Aha, okay. Ja, Aber also, das kannst du ja gar nicht Kannst du so nicht pauschalisieren. Ja. Ich kann damit mir wollen sagen, früher, wo ich zum Beispiel bei gewissen Beziehungen das nicht so offen rausgelebt habe, ist es halt mehr so gewesen, ich habe einfach die Aufmerksamkeit gerne gehabt vom anderen Geschlecht. Aha, okay. Aber ihr seid Single, oder? Ihr zwei? Ich nicht. Ich bin beim Kennenlernen. Maschallah. Oh, was für eine Jetzt musst du den Knopf diplomatische drücken. Antwort, Mann. Die Hurensohn. Falsch. Ich weiß nicht. Sorry. Das ist eine hure gute Antwort. Wow. Wow, aber das ist vor allem so wie aus der Pistole gekommen. Ja, ja. Der ist, Und die Person kann sich freuen, Bro. besser. Ein Serra im Leben ist Luxus, Bro, sagt er. Und ich habe halt die Ansicht so, das kommt von mir persönlich, ich tue generell Probleme, die bei mir im Leben auftauchen oder passieren, tue ich für mich behalten. Meistens so 95%, 90% und löse sie auch selber. Und das gleiche Prinzip kann ich eigentlich auch in der Beziehung. Sachen, also generell unsere Beziehung, würde ich gerne privat behalten. Es geht nicht darum, dass ich einfach, also ich poste generell wenig. Ich bin auf Social Media, aber ich poste wenig. Und der einzige Grund ist einfach, ich will nicht so viel gegen außen zeigen, weil je mehr Leute von außen Erfahrung haben über deine Beziehung, umso mehr Meinungen könntest du auffangen, nicht unbedingt freiwillig, aber du könntest auffangen. Und dann steht vielleicht irgendetwas mal im Raum in der Beziehung und du denkst dir den Gedanken an und lässt dich beeinflussen und er ist nicht mehr der Gedanke an. Er ist Gedanke A, B, C, D. Es ist eine Mischung von allen Sachen, die dich beeinflussen und es ist schlussendlich nicht mehr deine eigene Entscheidung. Was nicht heißen muss, es ist schlecht, wenn andere Meinungen hörst, weil ich höre auch sehr gerne seine Meinung, wenn ich Hilfe brauche, wenn es nicht anders geht oder von anderen Leuten. Aber ich bin der Meinung, so vor allem Beziehung, wo zwei Personen im Mittelpunkt sind, versuche ich so gut es geht, eigentlich das für uns zu behalten und hier und da mal etwas posten, vielleicht selten. Also ich habe, glaube ich, noch nie im Leben, einmal habe ich etwas postet, glaube ich, oder zweimal von meinen ehemaligen Beziehungen, das ist alles. Okay. Stimmt, ja. Ja, fix, Bro, ist ja voll legitim. Hey Bro, besser, das bis ist jetzt, ja also, hure wichtig. keins von beiden verheben, ich habe einen richtigen Weg geschlagen und ich mache genauso weiter. Ja, aber ich meine, ja gut. Nein, alles gut, aber Ja, fix. Also es das ist einfach so ein bisschen meine Einstellung, aber ich teile die Einstellung nicht nur eben auf Beziehung, sondern auch privat, so auf alles. Ich versuche so vieles Ja, geht eigentlich für mich zu behalten. Aber eben, ich finde jetzt zum Beispiel, du bist auch weniger ein öffentlicher Mensch mit deinem Privatleben. Ja. Also weißt du, zum Beispiel eben die und ich, wo fast 90% vom Leben teilen mit Bro, mit dem überleg, ich Internet. poste jeden Morgen meinen Kaffee. Ja, Hey, jeder aber weiß, der- Bro. Jeder weiß. Jeder weiß. Wenn ich jeden Morgen meinen Kaffee poste, sollte ich nicht mindestens jeden
5., 7., 10. Morgen mal meine Freundin. Eben, aber das ist genau, was ich wollte sagen. Ich bin total einverstanden. Aber das ist ein gutes Argument, das ist fair. Weißt du, was ich meine? Das ist fair. Und darum finde ich Sonst wäre es so, ja auch nicht real, weil dann zeigst du die ganze Zeit etwas, wo... Das ganze Leben das zeigst ganze aber- Leben, aber etwas du ausklammern, ist auch komisch. genau, das ist Vor allem eben genau das ist eben mein Ja. Argument. Ja. Und das machen ja ganz viele Menschen in der Schweiz, die eben so im halböffentlichen Raum sind. Sind ja wie so, ja weißt du, Baby, ich will nicht, dass meine Beziehung grossen Raum einnimmt, weil eben nachher mit anderen Meinungen und dies und das. Aber Bro, eben, deinen scheiß Kaffee müssen wir auch jeden Morgen anschauen, weißt du, was Ja, ich meine? voll. So, Aber also Jungs, jetzt ihr mal- hört ja auch Haftbefehl, oder? Ja. Ja. Zum Beispiel seine Frau hat ja das Profil. Ja. Sie postet, ich folge ihr, sie postet dort so süße Bilder vom Hafti seinen Söhnen, Ja. von ihm, wie er als Vater ist, dies, das. Wo ich das gesehen habe, einer der krassesten, vielleicht sicher in Ja. Deutschrap, was er für einen schönen Familienvater ist, was er für eine positive Figur auch ist. Nebst dem, dass er auch vielleicht eine andere Seite hat. Das hat mich richtig beeindruckt. Ja. Weißt du, was ich meine? Und ich habe das Gefühl, es wäre schade, wenn man diese Seite nicht würde sehen von ihm. Ja, und vor allem er postet sie. Ja, ja. Und sie haben sich kennengelernt. Also ich bin voll so Fan von Celebrity Couples. So. Ich tue das gerne ein bisschen. So ich und selber. Ja, ja, genau. Nein, die Aber- Person, die er Aber kennenlernt. Aber ey, er hat sie kennengelernt. Er hat sie angefangen zu daten, wo er richtig durch die Decke ist mit Chabos. Krass. Und er ist immer noch Jetzt kommt sie mit mit ihr dem zusammen. Er Background-Wissen. postet sie immer noch. Es ist halt einfach, ja, es zeigt wie uns nochmal eine andere Seite von dem Künstler, der halt auch ein Mensch ist. Ich finde es eigentlich recht sympathisch. Ich meine, Hey, ich Beyoncé hat ihr das krasseste Album geschrieben, Lemonade, über den Fakt, dass der Jay-Z sie betrogen hat. Und ich meine, was für großartige Kunst ist dabei entstanden. Ja. Und natürlich redet sie drüber. Also in dem Fall betrügst oder nicht? Ja, Ich kann krasse auch Kunst. so verstanden. Vietnam machen. Ja, nein, ich sage nur, ich Besser sage, wegen krasse Kunst aus betrügen. Ich meine, Nein, aber ich finde das voll Baby ist legitim. Kunst, Und ich ich betrüge glaube, dich nicht. ich glaube, das ist also so ein riesiges Thema, oder? So viele Musiker teilen, wie so das, oder so viele Menschen, die halt im öffentlichen Raum stehen, teilen das nicht. Und ich habe das Gefühl, es hat schon sehr. Es ist halt wirklich immer noch so ein mega Mann-Frau-Ding. Also weißt du, so, man will wie nicht zeigen, mit wem man ist, weil ich will nicht, dass die Leute wissen, weißt, was meine Frau macht. Und auf der anderen Seite ist es auch so ein bisschen, dass ich will nicht, dass wenn ich im Ausgang mit einer ein bisschen etwas habe, dass sie mich fragt, hast du nicht eine Freundin und so. So und ich finde eben so die positiven Role Models oder so, dass Leute, die wie so offen damit umgehen und sagen, ich habe eine Beziehung und so sieht meine Beziehung aus und das finde ich dann halt wiederum mega wichtig. Mhm. Ja, hast schön gesagt, danke. Da würdet ihr alle Frauen recht geben. Ja, nein, also, aber eben, ich meine, das ist ja ein mega Prozess. Ich habe ja mega lang bin ich der Meinung gewesen, so, nein, so, das muss niemand wissen, wer ich date, was ich mache und so. Mhm. Ja, fix. Ja, fuck. Alle Girls, wenn er euch nicht postet, lasst liegen. Wenn er seinen Kaffee Sorry, postet, das aber ist dich einfach nicht, meine lass Meinung. liegen. Oh, Das shit, ist einfach jetzt hast du meine geredet. Meinung von Frau zu Frau. Ja. Also ich habe immer wieder mit dir geredet und weißt du, so eigentlich... Also, aber Dings. Nein, Spaß. Was? Er soll Aber da ich liegen bin und du so. jemanden am Kennenlernen. Mhm, aber eben, ich bin überhaupt keiner. Ja, aber er ist ja schon Nein, kennenlernen, ist checkst. herzig, ist herzig. Ja, ist wirklich süß. Ist exklusiv. Was? Ich hatte... Nein, Bro, wie sie hat gerade gesagt, jeder Mal, der dich nicht postet, kann sie lassen liegen Aha. und du postest nicht. Ich poste nicht mal meine Eltern, Alter. Ich poste gar niemand. Ich poste... Es gibt mehr Stories von Woody als von anderen Menschen, von mir inkludiert, alle zusammen. Mhm. Nein, Bro, eben. Also, Bro, Ja. scheißegal. Aber das ist so ein bisschen ein... Eben, ich mache es generell nicht. Aber ich habe schon Fix. hier und da mal wieder gedacht, weißt du, so, ich muss eigentlich schon mehr posten, weil momentan ist der einzige Zugang zu mir das. Und hier und da mal durch streamen, aber auch so halbbatzig. Und ich habe schon mal mit ihm darüber geredet. Weißt du, eigentlich müsste ich ja die Marke Zero ein bisschen einfach ein bisschen mehr vorantreiben. blöd gesagt. Es macht aber nicht Jungs, viel, ich mache wenig, ich mache gar nicht. Ich denke bei euch, ihr habt jetzt 70 Folgen geredet. 70 Stunden oder mehr. Mehr, Bruder. Mehr, Bruder. Über Sag auch euer noch mehr, Leben. Bruder. Mehr Bruder. Ihr habt 70 Stunden oder mehr, Bruder, geredet über euer Leben. Ich glaube, mehr sharen als jetzt ihr in so einem Podcast ist gar nicht möglich. Bei mir als Rapper ist schon nochmal eine Distanz. safe. Ja, ja. Leute sehen mich auf einer Bühne, Leute sehen das Cover voll High-End, irgendwie schön mit Photoshop gemacht und so.
Wir sind ja nicht auf der Bühne. Weißt Ja, aber weißt du, was ich meine? Bro. Nein, gut. Wir haben keine Covers. Nein, ich sage nur, es ist eine Distanz bei der 2 Musik. Touren ausverkauft. Bro, Nein, aber nein, das Bro, ist- aber auch in der Tour reden die richtig Okay. persönlich. Ja, das stimmt. Ja. Er ist so am Flex. Ja, ja. Er ist so nebenbei Bro, 2 nein. Touren ausverkauft. In Das ist der- schon gut. gratulieren. Wir haben alle mitbekommen. Wir haben alle Instagram. Bro, Ihr habt Instagram. wer hat cool verpushen, Bro? Nein, ich gönn's von Herzen, ich find's hure geil. Aber- Gönnt alle kurz und bündig Show, wenn ihr Chance Schwierig, habt. Ich bin schwierig. Hey, gegangen. gerne mal Gratis-Tickets. Schwierig. Letztes Bro. Mal habe ich bekommen, VIP? jetzt sind wir noch nicht Ja. da. Bro, verstehst du? Es sind so Was ich auch viele- will sagen, die So. Distanz ist da. Weißt du, jetzt Fix. sage ich mal zu einem Rapper, zu einem Künstler. Und bei Podcasts ist es halt, ihr erzählt so viel. Ich glaube, Leute sehen auf der Straße und wissen eure Ferien-Stories, wer wann gekotzt hat und so. Voll, Weißt du, was voll, ich voll. meine? Das Ja, ist und ein ich meine, Unterschied, weißt du? als Musiker gehst du ja auch eine Rolle ein. Also zum Beispiel die vor dem Mic und die persönlich ist nicht die gleiche. Also im Idealfall vielleicht schon, aber also weißt Ist schon nicht. ziemlich nah jetzt. Ja, aber ich meine, nicht jeder Song, den du gemacht hast, Ja. repräsentiert ja zu 100% wer du bist vielleicht. Also ja. ist keine Aussage gegen dich, sondern Ja, ich weiß, was du meinst. Aussage als Mensch und Musiker. So. Ist eine spannende Frage. Ich glaube schon, dass ich wirklich ziemlich gleich bin. Mhm. Weil das Ding ist ja, wie ist der Name entstanden? Didi. Ich heiße ja David. Mhm. Engin. Ich habe 2 Namen, Schweizer Namen und türkischer Namen. Und ich habe mich nie als David gefühlt, Mhm. weil schau mich an, Bro, ich bin kein David. Und als Engin habe ich mich auch nie richtig gefühlt. Mhm. Das Ja, heisst, ich habe Engin mir... ist schon ein bisschen. Engin ist ja... Ich habe einen Onkel, der Engin heißt, Bro. Der geht heran, Bro. Der ist Traktor am Fahren den ganzen Tag. Ich sehe so mit Engin. Also, Engin ist so ein Puffgänger, den ich kenne. Eben. Also, das heisst, ich habe mir in der ersten Klasse selber so gesagt, so irgendwie, ich heiße Didi. Ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin. Und darum ist das auch mein Künstlername, weil... alles gut. Weil ich probiere einfach... Danke. Wolltest du auch noch etwas sagen? Bruder, mach so die Part. Weil ich einfach probiere, so real wie möglich zu sein. Aber- mit der Musik. So, man kennt dich ja nur als Didi. Genau. Du schaffst jetzt in der Schule. Ja, voll. Jetzt arbeite ich einen Tag in einer Schule. Als. Dort nennen sie mich Herr Karaman. Ah. Was Als willst du jetzt? Schulsozialarbeiter. Was musst du so machen? Ja, Bro, Problem der Kids hören, anhören und versuchen Lösungen, helfen finden. Also wirklich so Schulsozialarbeiter. Hast du Schule als Sozialarbeiter gehabt? Wir haben Sozialmitarbeiterin gehabt. Mit einer hat gestunken. Wir hatten eine gehabt, wo Ich hoffe, das ist bei mir nicht der Fall. 3 Jahre, ich habe gewusst, was existiert. Alle haben gewusst, was existiert, aber keiner hat gross sie besucht, weil jeder hat gewusst, dort kommst du keine Hilfe über. Krass. Das ist nicht gut. Nein. Bei mir kommen sie Hilfe über, ich sage, also ich hoffe es mal, dass sie so sehen. Es kommen viel, sie kommen wirklich oft am Morgen, stehen sie wirklich bei Schlangen, sagen, kann ich Termin haben. Sie Krass. laufen zu ihnen, sie sagen, ey, Didi, Herr Karaman. Aber das hat sich eben ganz geändert, eben, weil es kommt immer mehr mit der Zeit, dass eben die Leute auch, weißt, die Jungen auch und so, die Kids immer mehr und mehr sich trauen, weißt du, so weil halt eben zum Beispiel Leute von ihrer Kultur, von ihrem, Genau. weißt du, wo dort hockt und nachher sagen, ich kann eher jetzt zu ihm sagen, was bei mir daheim mich stört. Fix. Und Ja. was mich stresst. Weil bei uns ist eben, du gehst und du sagst, Bro, lustig. ich habe kassiert heute Morgen, die sagt, Lustige Sollen wir Story. Bull anrufen? Letztes Mal ist einer ja gekommen, Bruder, nein, ich habe kassiert. letztes Mal ist einer gekommen, er schaut so rein, er sieht mich, er so, sind Sie Albaner? Ich so, nein, er so, ah, schade. Das ist doch geil, weißt du, eben Das jetzt ist hast du geil, jetzt Sozialarbeiter, die so von deinem Kulturkreis sind, Ja, von deiner Nation, dich verstehen. Du musst nicht erklären, Fix, ja. wieso, warum das so ist. Du Das stimmt, das stimmt. darfst nicht ins Detail gehen, aber Nein, nicht groß. gibt es Also Geschichten? kein Name dafür. Ja, genau. Aber gibt es so Geschichten, wo du sagst, krass, schon heavy gewesen, als ich das gehört habe? Ja, brutal, jeden Tag. Also jedes Mal, wenn ich dort arbeite. Ich arbeite nur einen Tag momentan, weil ich mache sonst Musik. Ja, Lass mich nicht bei. Lass mich nie. Also da kann man wirklich sagen, du kannst von deinen, du lebst momentan von dem Ja, Kunst ich machen, habe von eine deiner Zeit Kunst. lang ganz von der Musik gelebt. Ich könnte auch jetzt von der Musik leben, aber Geil. ich finde den Job, schön. es hilft mir wie so eins bei Fix, 100%. irgendwo zu haben. Und plus ist es ein Job, wo ich vorher fühle. Und Ganz wie du geil. gesagt hast vorher, ich kann noch etwas ein bisschen bewirken. Ich glaube, was du jetzt vorher gefragt hast, Stories und so. Also willst du auf das eingehen? Ich Oder? kann auf das eingehen, ich kann dir einfach sagen, es ist krass. Ich glaube, es war schon bei unserer Generation krass gewesen, aber es ist jetzt noch ein bisschen krasser, sage ich.
was so die Inflation neuen und so. Medien angeht, Aha. so TikTok. Ich meine, es gibt das Profil Horgen Exposed oder es gibt wahrscheinlich das Profil Schwammendingen Exposed. Weißt du, was ich meine? Wo Und- nachher Kids so gezeigt werden, die zusammen sind und das wird exposed und die leiden nachher drunter und Eltern bekommen es mit über und es gibt Probleme. Das haben wir früher nicht gehabt. Wir hatten Amazon gehabt, wir haben uns getroffen in der Body, niemand hat gesehen. Und that's it, weißt du. So. Aber heute gibt es eine TikTok-Seite fast von jedem Dorf exposed. Dort werden Kids exposed. So Sachen, das ist krass, weißt du. Das ist schon heftig. Ja. Und ich würde noch kurz etwas zuvor anfügen, weißt du, wo du gesagt hast, weißt du, eben, wir als Podcaster, wir geben das sehr viel von uns. Und bei dir ist ein bisschen schwieriger. Ich würde gerne da den Jamal zitieren. Der Jamal war auch da gewesen, und er hat auch gesagt, weißt du, wo wir ihn gefragt haben, wieso bist du zum Beispiel jetzt da? Und er hat gesagt, ich habe das Gefühl, Leute haben Mühe, um mich als Mensch zu catchen und mich überhaupt auch verstehen und ein bisschen auch kennenlernen, anhand nur von meiner Musik. Bis zu einem gewissen Teil ja, aber nur halt die musikalische Seite. Und ich würde gerne eben jetzt hier kommen und ein bisschen mit euch über alles Mögliche reden, damit ich bin dann vielleicht ein bisschen greifbarer für sie, weißt? Ja, Sie lernen, eben ist wie so, sie lernen dann die Person von anderen Facetten, ist doch, weißt du, ein geiler Sieg, der ist auch von Wind, ja, der da, weißt du das, und dann gehst du vielleicht eher hören, weil du weißt ja, wie es in der Schweiz ist. In der Schweiz ist, du machst Musik, Bro, und zum guten Glück wirklich, ich finde es mega schön, kannst du von dem leben, aber du weißt, was für einen Weg du kannst und was für leider so ein bisschen Fix, mit Bro. Support wir Probleme haben. Und deswegen ist das vielleicht auch so ein bisschen gerade ein guter Punkt, um dich ein bisschen greifbarer zu machen. Du bist schon bei der ersten Folge gewesen, da haben wir schon ein bisschen über deine Musik geredet und so, aber da ist jetzt ein bisschen emotional zum Beispiel, oder? Ein bisschen andere Facetten, ein bisschen tiefgründiger. Ist nicht Fix. nur, Oder wie der Joldas, der heute angerufen hat, der so gesagt hat, Bro, kannst du heute ein bisschen lustig sein? Letztes Mal Druck haben wir so gemacht, ne? ernst geredet. ja, Wir müssen heute ein fetter bisschen Druck. lustig sein. Ich habe es letztes Mal als sehr lustig geredet, weil dort haben ich und du zum Beispiel ihn gut gestresst. Der Karim Ja, hat ja, einen Bro, haben wir wir sind einen lustig gefunden. Was haben wir gesagt? Dort hast Du hast bragged, weißt du noch? Du so, ey, hör doch braggen. Hör auf Und dann haben wir braggen, angefangen, dich ja. zu stressen, und nachher nach ein paar Mal stressen, so, ey, ist eigentlich schon geil, jetzt muss ich es machen, und so, ich verstehe schon. So. Stimmt, Nachher hat sich der Der Karim Braggen. so krass vergrölt. Ja, der hat letztes der Karim ist gestorben. kaputt gelacht. Du kennst ja Karim auch schon lang, nicht? Mal. Ja, ist mein bester Freund. Ist mein Manager. Du hast heute, glaube ich, oder ist auch mein gestern. Produzent. Wir machen auch auf der neuen EP hat er 3 Beats produziert oder mitproduziert. Ja. Geil. Und einer hat der Amos gemacht, gell? Amos hat einen gemacht. Geiler R&B-Song. Das ist der Lieblingssong von der Hey, Migi. streamt den. Ja. Heißt Knockout. Voll. Ist Vielleicht kann ein ich noch sexy erzählen. R&B-Song. Vielleicht kann ich noch erzählen, wie es dazu gekommen ist. Migi eben ist der grösste R&B-Fan, den ich Ja. kenne. Ich habe Herbst-Playlist gemacht auf meinem Spotify, könnt ihr schauen. Mhm. Dort hat es gute R&B drin. Co-curated. Co-curated von Migi. Er Genau. ist schon stolz auf die Playlist. Ja, wir By machen the auch way. eine Winter-Playlist, so cozy für für Winterzeit vor dem Schmine und so, checkst du? Geil, geil. Nein. Okay, ist gut. Kein Ja. Schmine, Ich habe aber noch ja. nicht Aber für, weißt zugesagt, du, aber so, kannst du dir vorstellen, ein Schmine. Ich habe auch keins, Bro. Auf jeden Fall, sie hat mir gesagt so, ey, mach mal ein Lied, wo ich auch kann richtig fühlen kann. ich rede nicht so. Ich habe hä? gemeint, das hast du gerade gesagt. Krass. Sie so, mach mal so ein Frechheit. Lied. Mach mal so ein Lied. Ein Lied, das sagst du. Nachher, ich so, okay, komm, ich gehe mit Amos ins Studio, ich mache so einen R&B-Song, oder? Richtiger R&B-Vibe. Knockout heisst der Song. Haben wir gemacht, habe ich ihr eine Skizze geschickt. Dann schickt sie mir so Voice so, ich bin da den ganzen Tag am Losen. Nach einer Woche schickt sie wieder. Ich sage einfach so Danke, das freut mich. Nach einer Woche schickt sie wieder. Ich bin da im Fall immer noch den ganzen Tag am Losen, seit Wochen. Irgendwann ich So so geil. komm, dann hauen wir auf die EP, weißt du, sonst gehen Streams verloren. Ja, ja, ja. Wertvolle Wirklich. Streams, Ja, besser ja, ja. auf EP, dann sind alle zufrieden. Nein, ich liebe den Song mega, ist ein schöner Ja, ja, R&B. jetzt tut er so cool. Er hat zu mir gesagt, Janum, der Song ist mega intim. Janum, soll ich ihn wirklich auf die EP tun? Ich so, du auf die EP! Ich höre dich. Geiler R&B-Song. Migi, ich höre dich so ein paar vereinzelte türkische Wörter sagen. Kannst du ein paar tibetische Wörter? Ja, Sag mal. ich kann zum Beispiel sagen, ein guter auf Tibetisch. Wie geht Shelanyo Namgo. Wem sind die Ich Mutter? habe noch keinen verstanden, Alter. Was hast du gesagt, Mann? Selam koyim. Wem Wem koyim, sind die Alter? Mutter? Shelanyo Namgo, ist richtig. Goy. Ja. Und ich kann auch, ich liebe dich sagen. Das ist? Na, Keranga Uye. Wow, ich kann das gar nicht Ist das wissen. Dialekt für dich? Ist wirklich... Das Nein, ist er hat einen guten Amdo-Dialekt, Di- er hat Amdo, einen- Bro. Nein, es ist nicht Amdo-Dialekt, Nicht, aber sorry. er kann es relativ gut. Ist das so das Ziel, so du ein bisschen Türkisch, er ein bisschen Tibetisch nachher?
Ja, aber es ist im Fall lustig, dass mit dem Janam, das kommt eigentlich nicht einmal unbedingt von dir. Ja, deine Mutter sagt das Meine immer. Mutter schafft ja, also seit sie in der Schweiz ist, schafft sie in der Fabrik und sie schafft mit Türkinnen, mit Albanerinnen und so. Danke, Didi. Und sie ist schon 3 Mal oder so in der Ferien gewesen, mit ihren also mit ihren Arbeitskolleginnen in der Türkei. Krass. Und sie ist einfach so heimgekommen und hat so angefangen fluchen auf. Sie sagt auch so Sheriff ist. Sie sagt so Einfach so beim Essen. Wenn ich bin Meine einmal, Schwester und ich so, hä, ich was? bin einmal verkatert zum Essen gekommen, ich kann nicht mehr essen. Sie so Sheriff ist. Ja, sicher Sheriff ist man verkatert Nachher wieder. ich so zu meiner Mutter, ich so, weißt du, was das bedeutet? Sie so, nein, etwas Böses. Ja, Und nachher ja. hat sie immer gesagt, sie so, hey, mach das und das. Manchmal redet sie auch Tibetisch. Nachher gesagt, Janam. Und dann, und meine Geil. Schwester und ich haben das automatisch übernommen. Und wo wir uns wieder getroffen haben, ist es mir dann wie mal rausgerutscht und gesagt, ja, so und so, Janam. Und er so zu mir, Du hast sagst du es mir aber gerade auch. Janam gesagt? Das heißt Ja, aber das auch ist perfekt. Akzent, ja. Wirklich Akzentfrei. Ich wäre, wenn ich Didi wäre, so, hey, wie meinst du vor mir Jump sagen? Du kannst so gut Jump sagen, wie meinst du das? Migi, ich will Er gerne macht immer Fitna, ich schwöre. Du müsstest auf TikTok live gehen, ein bisschen Fitna machen, du könntest das sehr gut. Ich würde gerne ein bisschen mit dir über Aufwachsen in einfachen Verhältnissen, vielleicht Klassenwechsel. Bist du die erste in der Familie, die studiert? Ja, Ein bisschen über das reden. So, Studiert hat, Bruder, fertig. sorry, studiert hat. danke, danke. Hast du, wie viele Geschwister hast du noch? In dem Fall noch kurz. Was? Einfach, wie viele Geschwister hast du? Geschwister? sind zu Eine zweit. jüngere Schwester, sie ist ein riesen Fan vom Podcast, by Sie the ist way. Fan von- Shoutout, Sering. Sie Shoutout. sagt, der Zero ist lustiger als der Josh. Sorry. Sie sagt das nur, weil der Zero, Was sagst du zu deiner Verteidigung? Jetzt Zero ist einer der lustigsten Menschen, die ich kenne. Hands down. ich kann würde sagen, sie sagt nur Zero, weil sie nicht so auf den Josh reden gehört. Wenn sie den Josh will hören, dann würde ich sagen, Josh ist lustig. Genau, also erzähl mir ein bisschen, ich finde es gerade mega spannend, noch dein Input zu hören. So, was hat dich dazu bewegt, studieren gehen? Was hat dich dazu bewegt, in einer Gewerkschaft zu arbeiten? Weil ich kenne sehr viele Menschen, die zum Beispiel in armen oder in einfachen Verhältnissen aufgewachsen sind und das der Grund für ihren Hunger ist zum Beispiel. Und die wollen dann ganz viel Geld verdienen. Und dann gibt es wiederum Menschen, die vielleicht eine Profession wählen, die nicht so viel, also weißt du, ich meine, so, ich glaube, ich muss da noch nicht noch mehr vor Schüsse geben. Also das Ding ist einfach für alle von uns, die von unten raufkommen, wenn wir hier oben angekommen sind und nichts anderes machen, als Häuser zu kaufen und unsere Kinder irgendwie mit mehr Geld zu erziehen, dann haben wir einfach nichts erreicht. Dann ist es eigentlich scheißegal, ob du aufgestiegen bist oder nicht. Aber wenn du aufsteigst mit einer Vision und mit Ideen, wo irgendwie, es muss nicht die Welt verändern, aber es kann irgendwie eine Gesellschaft oder eine Gruppe verändern, es kann irgendwie eine Macht hinterfragen in der Schweiz, dann habe ich das Gefühl, dann kommt es vielen Menschen zu gut. Und das muss eigentlich das Ziel sein. So, ich meine, unsere Eltern haben nicht gelitten, dass nachher andere Eltern, andere Familien, die geflüchtet sind, wiederum den gleichen Scheiß wieder durchmachen müssen, sondern dass es irgendwie vorwärts geht. Und das schaffen wir nur, wenn wir wirklich eine gemeinsame Vision haben und nicht eben jeder auf seinen Arsch schaut. Das ist eigentlich das. Bravo, bravo. Word. Ich meine, Aktivismus ist ja etwas, wo immer mit sehr viel sehr anstrengend ist oder mit sehr viel Arbeit verbunden ist, sehr viel emotionaler Arbeit. Und ich habe dich vorher gefragt, als was wie soll ich dich vorstellen, und dir ist wichtig, dass ich Tibet-Aktivistin sage. So. Bist du schon immer im Reinen und in der Nähe mit deinen Wurzeln gewesen, oder ist das etwas, was sich mit den Jahren verändert hat? Also ich meine, wir, die alle Eltern haben, die nicht Schweizer sind, uns wird ja eigentlich von klein auf gesagt, so, eben, du bist nicht Teil von diesem Land. Und dann musst du anfangen zu suchen. Und ich glaube, bei euch als Kurden, bei uns als Tibeter ist die Lösung oder die Antwort ist relativ nahe, oder? Weil die Grosseltern oder die Eltern sind aus einem Land geflüchtet, weil man einfach staatenlos ist. Es gibt gar keine andere Option. Und dann so die Vision, dass das Heimatland könnte befreit werden, der Kampf, ist, glaube ich, mega wichtig. Und ich glaube, also auch Leute, die ich kennengelernt habe, die in der Jugend aktiv sind fürs Heimatland, auch wenn man es vielleicht noch nie selber besucht hat, die sind irgendwie wie ein bisschen gefestigter, habe ich das Gefühl, ihre Identität. Und für mich selber ist es mega wichtig gewesen, weil
Also ich bin irgendwie aktiv im Tibeter Jugendverein. Wir haben eben Partys organisiert in der Kanzlei. Aber wir sind auch an Demos gegangen, wir haben Aktionen gemacht, zum Teil unbewilligt. Wir sind zum Teil verhaftet worden von der Polizei und so. Und das ist eine mega wichtige Weißt du, wie stolz bin ich gewesen. gewesen? Weißt du, wie stolz? Das ist mehr Gangster als du, Mann. Also sie hat eine Verhaftung mehr als ich, sag dir. Jetzt musst du etwas machen heute, Bro. Damit. Ja, er hat die allererste E-Mail, die ich als Jugendliche jemals geschrieben habe, für Tibet. Ich habe allen meinen Freunden geschrieben, hey, es gibt eine Demo in Bern für ein freies Tibet, bitte kommt auch. Ah, so Er hat schön. die E-Mail noch. Ja, ja. Das ist richtig krass. So wie sie mein erster Song dort. Dort haben wir wirklich Dings Parallele. Aber was krass ist, es hat einmal, das ist, ich weiß nicht, ich glaube 2008 gsi, hat es eine Demo gegeben, wo also Tibeter haben ja immer gewaltlos demonstriert, kann man so sagen. Ja. Es hat eine Demo gegeben, wo Steine geflogen sind auf chinesisches Konsulat, wo Tränengas eingesetzt wurde, wo es wirklich eskaliert ist. Und dort sind wir zusammen gewesen. Ja, dort bist du dabei gewesen, ja. Dort bin ich dabei gewesen. Ja. Und so, Ist wieder gut, Zero? Jetzt. Und ich wieder, weißt du, wo du gesagt hast, ich bin auch Gangster, Bro, ich bin auch gegangen. Aha, nein, Bruder, Ist ich auch sage, dabei. ich sage nur, also eigentlich hättest du jetzt viel mehr Gründe zum Rapper werden als. Ja, mach mal wieder einen, Mach einen halt ein Free Feature. Tibet Song. Ja, komm mal. Mach ein Collab-Album. Ich schwöre. Migi könnt krass Safe. spitten. und ist der Aktivismus, der politische Aktivismus, etwas, wo dir in der Familie weitergegeben worden ist? Oder etwas, wo du selber. Ja, fix. Also wir sind schon als Kind, haben wir am 10. Dezember irgendwie am Morgen um 4 Uhr müssen aufstehen. Was ist denn genau? Und dann Ich sind frage wir, der 10. Dezember ist der Menschenrechtstag. Ah, Du solltest das auch wissen als Kurde. Ich weiß, wenn Nevros ist, Bruder. Und ich weiß, der Tag, wo Wahlen sind. Wann, Bro, wann ist Nebros? 20. März. 20. Geil. Das ist der Frühlingsanfang, nicht? Sommerwende. Neujahr. Für uns. Das ist Neujahr. der Persisch, Farsisch, Kurdisch, Neujahr. Geil. Eigentlich. Joldas hat gesagt, ich soll fragen, gell? Ich bin sonst nicht so einer, der so frech fragt. Bro, du fragst gar nicht frech. Du kannst fragen, was du willst. Ich wollte dich challengen, weißt du? Bruder, Aber nur challenge wegen mich. Joldas. Wie du gesagt, ich weiß genau, wenn ich frage. Ja, aber hure seriös. Bro, schon gut. Wir sind bekannt für uns gegeneinander ein bisschen ansticheln. Du kennst es. Als ich 8 oder 9 war, nein, 11 glaube ich, habe ich so mein erstes Taschenbuch gelesen, das nicht ein Comic war. Und meine Mami hat das so cool gefunden, dass ich jetzt so Bücher lese. Da hat sie mir mit 11 hat sie mir 2 Bücher in die Hand gedruckt. Das eine ist Gorki, die Mutter. Das ist so ein ultra-kommunistisches Buch. Geht um, wenn ich mich recht erinnere, um eine Gruppe, die in der Sowjet, weiß gar nicht mehr, wo halt sehr sich kommunistisch einsetzt und verbotene Bücher verteilt. Ja. Einfach so ein 11-Jähriger. Und das andere ist das kommunistische Manifest von So Marx. geil. Und ich habe das wie so müssen lesen. Shoutout, Mit Shoutout Elfi, an ja. ja, das ist deine Mutter. Ich schwöre. Und dann hat sie Was mich, für eine Erziehung. dann hat sie mich eine Woche später mit dem T-Shirt vom Stalin in die Schule geschickt. Und dann hat es Elterngespräche gegeben. Und nachher geht er so. Dann hat Mobbing angefangen. Er Ja, geht das so. ist schon Sozialarbeiter. Frau Meier so, also sind Sie befürwortet Sie terroristische Ja, Gruppen genau so oder ist es nicht? gewesen. Genau so ist es gewesen. Nein, er ist sicher so in die Schule, er so. Nimmt einfach so von einem zu 9 Box. Also, was machst du? Gib mir das zurück. Oh, ist das Essen. Oh, ist das Essen. Ja, Bruder. Nein, voll. Und darum, ich glaube, so der politische, also ich selber bin ja nicht mehr politisch aktiv, so, oder in diesen Kreisen nicht mehr aktiv. Und ich sage das so, weil ich habe zwischen Freunde, ich habe Bekannte, die sich politisch illegale Aktivitäten widmen, von denen ich gehört habe, so, wo halt, kann ich eben sich so einsetzen, dass vielleicht, habe ich gehört, Leute also über Grenzen geholt werden und was weiß ich, weißt du, dass sich sehr politisch einsetzen. Und ich glaube halt, das ist wie so mega das Überbleibsel halt von der Art und Weise, wie man erzogen worden ist. Und ich finde es einfach nur krass, dass das wie so etwas ist, wo Teil von meiner Jugend war, weißt, Teil von meinem Leben war. Und irgendwie sich nicht müssen mit dem auseinandersetzen, ist dann auch wiederum ein Luxus. Weißt du, wie ich meine? Und, Ja. und ich glaube, du kannst das sehr nachvollziehen, so, weil das halt wie so einfach Thema ist in der Familie.
So Ja, Aktivismus. und schlechte Gewissen bleibt auch. Und ich glaube, wenn man extrem viel, also letztlich ist es ja gratis Arbeit, die man dann auch leistet. Ich habe auch einen Kollegen von mir, erst Kurt, der wirklich so fast die ganze Jugend aufgeopfert hat in kurdischen Vereinen und dies und das. Und ich glaube, es gibt bei allen so einen Moment, wo du relativ nahe bist an das, was man heute Burnout nennt. Und ich glaube, es muss so wie ein Zwischenweg geben. Weil wir sind alle am Hustlen, am Strugglen. Wir müssen irgendwie in der Schweiz, in dieser Gesellschaft wie vorwärts kommen. Aber gleichzeitig bist du dem so verbunden. Und ich glaube, wenn jetzt etwas los wäre in Kurdistan, ich glaube, ihr würdet euch Hilfe oder Unterstützung auch nicht verwehren. Ja, ihr habt ja jetzt auch zum Beispiel Erdbeben Ja, sind aber ihr es ist ja sammeln, so. habt ihr gemacht. Du bist einfach, du bist wie immer noch drinnen, aber ich glaube, es braucht auch eine gesunde Abgrenzung Distanz, ja. und auch ein bisschen Seelenfrieden für sich selber und es muss sich irgendwie vereinbaren, weil es ist einfach, ja, ich meine, du musst Miete zahlen, du musst... Ja, und du bist halt gleich auch noch Schweizerin, oder? Ja, So, ich meine, fix. ich bin noch nie in meinem Leben im kurdischen Gebiet von der Türkei gewesen, so. Oder? Und ich meine, ich bin so verbunden mit der Idee von der kurdischen Kultur, oder weißt, aber halt wie du fühlst dich so verbunden und eben du fühlst dich auch sehr schnell schuldig, wenn du mal etwas nicht machst. Aber ist kurz und bündig nicht auch eine Art von Aktivismus? Eine Art von, hey, wir wollen etwas verändern, wir wollen eine Stimme. Also, wo ich das erste Mal euch gehört habe ich gefunden, der Podcast ist so fresh und kommt so gut an, auch, weil niemand sonst in der Schweiz so redet. So wie wir reden. Ihr redet so, wie wir reden. Voll. Und haben das einfach rausgetragen und haben mit dem auch Erfolg, haben irgendwie Podcast-Charts, haben irgendwie Touren verkauft und so. Ich glaube, zwei Touren verkauft. Das ist eben Touren, Mehrzahl. Das ist ja um das, was es geht in dem Land. Das ist sehr wichtig. Hey, ja. Voll, ja. Und ich glaube, es ist noch spannend, weil Serhat und ich werden in jedem Interview werden wir so gefragt, ja, ihr macht ja, also ihr habt ja eure Nische gefunden. So. Und sagen Sie das? Sagen Sie wirklich jedes Mal. Das ist eben wieder das. Das ist wie wenn Fatma Aydemir ein Buch schreibt. Genau. King. Fatma Aydemir ein Buch schreibt, Jeans zum Beispiel, wo grossartig ist. Am Ich habe Reden, 50 sie hat Seiten das davon gelesen. Sie ist die Literatur-Queen. Aber und nachher wird es einfach zum Beispiel in einer. Wer hat es geschrieben? Taz? Nein. Taz, ja. Taz. Hast du gesehen, Bro, wie gut ich bin? Taz hat nachher geschrieben Milieuroman. Ja. Checkst du? Das ist genau das Gleiche. Ja, ihr habt geredet. eure Nische gefunden. Voll. Das ist Aber richtig dreckig. das finde ich eben Dann auch. musst du weil- genau sagen, nein, die Nische hat dich bumst. Bro, aber wir sagen jedes Mal so, hey, über 30% von der Schweizer Bevölkerung hat Migrationshintergrund. Übrigens 40 jetzt. Ja. Oh, krass, danke vielmals. 40%, Bro. Also mehr als 1/3 von der Bevölkerung, wo wir ja anscheinend für die reden, so, ist einfach keine fucking Nische, Bro. Ja, fix. Und es ist gerade, also 40% ist gerade vor kurzem für den Stand von Letzter erzählt worden. Ja. Und es ist nicht, wie Leute denken, weißt du, so, der Italo, wo der Vater vor 40 Jahren gewandert ist, sondern Leute mit Migrationshintergrund sind immer noch die Erstgeneration sind, die nicht da auf die Welt gekommen sind und da wählen, wohnen oder da eingeflüchtet sind. Und das sind 40%. Ja, und wir haben so viel auch gebürtige SchweizerInnen, die unseren Podcast hören. Ja. Wir haben so viele Extrem Menschen, viel, auch extrem. vom Alter natürlich. Weißt du, was ich dazu will sagen? Es kommt eben nicht darauf an, wie gross die Masse ist von Leuten, die vielleicht einen Migrationshintergrund haben, sondern es kommt darauf an, wie viel von diesen 40% hocken in Redaktionen, reden mit, Das ist entscheiden darüber, Das ist es. was ist in dem Land schweizerisch, Schweizer Kultur. Ist das jetzt ein Kurz- und bündig Podcast oder ist das eben eine Nische? Verstehst du? Voll. Und unsere Leute hocken nicht dort drin oder wirklich mega unterrepräsentiert in der Politik, in der Wirtschaft, In der der Schule, in der Medienlandschaft. Ding. Ja, das ist überall. Zum Beispiel ich, Bro, mit der Musik, ich spüre das brutal. Schau, wie ich aussehe. Ja. Ich bin, also meine Mutter ist Schweizerin oder Tessinerin, aber schau, wie ich aussehe. Aber schau, was ich für Musik mache. Voll. Ist das mal irgendwie gross im Radio gespielt worden? Nein. Nein.
Hat das jetzt nur mit der Musik zu tun? Ist jetzt die Musik nicht radiotauglich gewesen? Ich würde das jetzt Es bezweifeln. hat sicher Songs Nein, gehabt, es wo ist- gezielt radiotauglich sind. Das sage ich Die- jetzt auch. die- Ich habe das Radio Gefühl, Tauglich. es hat damit zu tun, dass wenn mich ein Redakteur oder Redaktorin anschaut, Mhm. dass sie einfach denkt, der passt jetzt glaube ich nicht bei uns. Und plus ist es noch Rap. Also, Ja, genau. Aber recht es ist lange jetzt- noch Rap also, das ist gewesen. jetzt nicht unbedingt alles Rap gewesen, was ich Voll, gemacht genau, habe. genau. Weißt du, was ich meine? Aber genau das, das meine ist ich. das Problem, oder? Und ich finde, das ist etwas, was mich extremst aufregt. Und was mich auch wirklich tief verletzt. Weil der Serhat und ich, wir haben uns mehr als einen Platz verdient an diesem Podcast-Table. So. Also nur schon mit, wenn du willst, Zahlen anschauen willst, spielen wir ganz weit oben mit. Wenn du willst, eben, ich sage jetzt mal, Live-Shows und so schauen, spielen wir ganz weit. Wenn du den Inhalt willst anschauen willst, wir spielen überall mit vorne mit. Und dann Auch passiert... dort kommt es eben nicht einmal um Zahlen. Ich meine, schau ein EAZ an, Ja. schau Locodrinha, wo Voll. sich den Stein holt. Voll. Sind die danach, ist der Best Hit, der den Stein gewonnen hat, der will noch mehr, der Song, wo wir alle lieben, ist der im Radio gross gespielt worden, Ja. hat der den Push bekommen. Haben am nächsten Tag Redaktoren im Radio Ja. gewusst, wer Loco und Trini sind, die den meist gestreamtesten Song vom Jahr haben und auch noch den Best Hit gewonnen haben. Nein, haben die Leute dann ihren Job gemacht. Mal, das Ding Meiner ist Meinung eben, nach, das nein. Ding ist, sie haben schon gewusst, Bro. Sie haben schon gewusst. Nein, aber auf das sie habe haben's ich, nicht aber gewusst. sie tun es nicht rausbringen. Das ist das Problem. Also, Du kannst mir nicht sagen, dass du, wenn du Internetzugang hast, kannst du mir nicht sagen, du kennst Will noch mehr nicht. In der Bro, Schweiz. es- Du kannst es mir hat nicht sagen, du ein kennst Interview- Juicy nicht. Es hat ein Interview gegeben am nächsten Tag im SRF 3, wo die Mira eingeladen wurde und wo durch die Blume eigentlich hat müssen erklären, wer die zwei Jungs sind. All dem Moderator, der die Hitsendung macht. Weißt du, was ich meine? Das ist für mich ein Zeichen, dass er nicht weiß, wer die sind. Ja. Und das ist wiederum ein Zeichen, dass sie nicht gesehen werden als Künstler, weil sie vielleicht nicht in das Schema reinpassen. Bei diesen Leuten. Hey, fair, aber was ich vorher wollte sagen, ist, wieso. Ja, also das Serhat und ich haben uns, glaube ich, wirklich ohne Diskussion einen Platz am Tisch verdient. So. Und das Ding ist, nachher kommen jetzt so Sachen wie. Jetzt war gerade wieder das Podcast-Festival, ich glaube, gerade vor einer Woche oder so. Mhm. Und. Oder weißt du, es ist nicht das Einzige. Es gibt ganz viel so Online-Marketing-Plenum oder halt so. Wie mache ich einen Podcast, der auf Social Media Relevanz hat? Und da kommen irgendwelche Tobias und Marthas mit ihren 10 Follower, weißt, auf Instagram und sagen so und erzählen in einem grossen Plenum, wie man erfolgreich wird auf Social Media. Ja. Und 90% oder 80% von unserer Hörerschaft kommt von fucking Social Media. Also weißt du so. Ja, fix. Und man kommt nicht auf die Idee, zu sagen, hey, wie wäre es, wenn wir wirklich Leute einladen, die durch das gross geworden sind. Und das ist einfach so ein systematisches Unterdrücken und Absprechen von unserem Erfolg und von dem, was wir verdienen. Weißt du, da habe ich am meisten gestresst. Am meisten. Jetzt in Bezug auf das Festival. Wir sind ja nominiert gewesen, Jahr, in diesem Jahr. Wir sind nominiert gewesen, also von dem gleichen Betreiber sind wir nominiert gewesen, das Jahr, und haben nicht gewonnen. Aber das ist nicht das, was ich jetzt sagen will. Einfach, es ist eine Vorgeschichte. Das heisst, wir kennen die Person und die Person kennt uns. Und die Person ist vorher zu uns gekommen, bevor erwartet sind, hey, so geil, unbedingt, können wir noch verbinden, nehmen wir zusammen einen Podcast auf mit anderen und so. Alles mitgemacht. Wir kennen uns, wir sind nicht unbekannt. Einladung kommt 1 Tag oder 2 Tage vor dem Event. Einfach so ein Foto, so du bist eingeladen, so ein Link. Nein, mit einem Foto und Link, so du bist eingeladen, du und nochmal jemand, wenn du willst, kannst du dich da eintragen, dann sind wir als eingeladene Gäste herzlich willkommen. Das. Nur das. Keine Nicht, hoi, wie geht's, hoi Jungs, ich hoffe, ihr habt es gut, wir würden uns freuen, euch sehen, dies und das. Ich sage nicht, das kommt von dem. Aber ich sage einfach, es fehlt einfach an Respekt. Aber eben, das hat wirklich auch damit zu tun, dass wir halt, wir sind Kennex, weißt, wir sehen aus, wie wir aussehen und man nimmt uns einfach weniger ernst und dann kommen halt einfach so viel, es gibt, also sorry, wir sind gerade voll in dem Thema drin, Ja, sicher. aber es gibt so viele Das ist auch spannend. Podcaster inne, wo halt jung und weiss oder alt und weiss sind und die kommen da an und dann werden Sponsoringverträge hinterhergerührt. Ja, ist fix. Die werden eingeladen. Und erst sind wir wieder bei dem Thema so, hey, es gibt Accounts, wo
postet, was zum Beispiel Comedy-Männer für sexistische Scheiße rauslösen in ihren, weißt, und das reproduzieren. Und das sind nachher die wieder das grosses Medienhaus im Rücken haben, weißt, wo neue also weißt. Ja. Aber hey, reden wir doch schnell, weißt jetzt sonst driften wir so ab, so, dass wir nur motzen. Ich finde etwas, was Migi vorher mega gut gesagt hat, was darum gegangen ist, was ist Aufstieg, was ist Erfolg. Ich glaube, was mein Ziel ist, warum ich auch nicht aufhöre, warum ich jetzt nicht sage, ja gut, Radio spielt mich nicht, ich mache keine Musik mehr, ist der Grund, ich denke, wir müssen weitermachen, weil was wir machen ist krass, wir müssen das machen, wir lieben, was wir machen, wir können nur das machen. Und es zahlt die Rechnungen? Und es zahlt Rechnungen. Also bei dir wirklich? Aber es war ein Hustle gewesen, Bro. Es war ein schlimmer fucking Hustle, Hustle, Bro. 15 Jahre Hustle, Bro. Und das ist mein Ziel, dass wenn mein Sohn oder meine Tochter oder irgendjemand Jüngeres in Zukunft, auch Leute, die jetzt anfangen Musik machen oder in 5 Jahren anfangen Musik machen, dass sie, und sie sehen so aus wie ich, sie kommen von dort, wo ich komme, dass sie einfach nicht so einen harten Weg haben. Ja. Das ist mein Antrieb. Das ist ja schön, Bro, weil du musst den Weg ebnen, weißt du, so, wir müssen den Weg ebnen, weil zukünftige Journalistinnen, Musikerinnen, Redaktorinnen schauen genauso Leute wie uns an und sagen, hey, wenn die Person das kann ich das auch. Fix, ja. Oder? Und das ist so wichtig, aber es ist halt einfach auch nicht einfach. Also weißt du, so der Aktivismus und das Dranbleiben und dass wir, vielleicht haben wir alle das gleiche Ziel, aber nicht alle haben den gleichen Startpunkt. Fix, ja. Das ist Ja, und 100% so. Ich glaube, es ist auch einfach, also der Kuchen ist begrenzt. Man sieht es bei allem. Man könnte lange so debattieren über Rassismus, dies und das. Am Schluss geht es immer um den Kuchen. Und die Leute wollen einfach ihr Stück nicht abgeben. Und sie haben wirklich Angst. Und ich denke auch, ich kann mir vorstellen, dass so in dieser Community auch Angst herrscht vor dem Trend kurz und bündig. Ja, ja, weil es ist fresh, es ist neu, es ist wirklich Jugendsprache. Also ihr erreicht eigentlich genau das Publikum, wo sie seit 20 Jahren in Managementbüros Strategien schreiben. Wie kommen wir an die Jungen an TikTok-Strategie und so. Und sie kommen einfach nicht drauf, weil sie unsere Sprache nicht reden. Und die haben wirklich, also sie sind am Zittern. Sie haben wirklich Angst um ihren Platz. Und das, was ich jetzt gesagt habe, kannst du auf die Musik, kannst du auf Politik, in allen Gebieten kannst du es eigentlich übertragen. Oder? Und darum finde ich es wichtig, dass wir unseren Shit selber finanzieren. Ja, das sehen wir jetzt bei Baba News. Fix. Das beste Beispiel. Hey, wir müssen wirklich, ich gebe es ehrlich zu, ich habe es noch nicht gemacht, aber ich mache es noch, du musst mich daran erinnern, ich mache es noch bis am Sonntag. Ein Abo machen, das finanzieren, weil wir sehen, hey, wenn wir abhängig sind von staatlichen oder grossen Geldgebern, der Shit läuft nicht so. Wenn es Herd auf Herd kommt, so, sie werden bei den Inhalten reinreden. Das ist überall so. Oder? Und darum auch kurz und bündig, wenn ihr es geil findet, ich weiß nicht, kann man bei uns sicher mal einen Beitrag geben, weil es geht einfach nicht, dass unsere Leute immer fucking gratis Arbeit müssen leisten müssen. Darf ich sagen, was für eine Uhrzeit das ist? Ja, sicher. Ja. Es ist Freitagabend, 1 am Morgen. Ja, ich meine, wir zwei sind gerne da. Es ist jetzt so ein bisschen, für uns ist es Spaß, aber für euch, wenn wir ehrlich sind, ist es ist auch Arbeit. Ja, natürlich. Weißt du, wir haben ja, ich habe letztes Mal so Gedanken gehabt und das Ding ist, was vor allem vermehrt so in der Podcast-Landschaft erlebst, ist, was du in der Rap-Landschaft vor allem auch in Europa erlebst und auch in Amerika und so. Zum Beispiel werden einfach aus dem Nichts Leute, die halt eine riesige Fanbase haben, YouTuber zum Beispiel, einfach Rapper aufzunehmen. So, machen Musik oder Rap. Jetzt werden Rapper Podcasters. Ja, nicht unbedingt. Das würde ich nicht mal kritisieren. Machen das wäre geil. Einen Podcast auf. Weil das wäre, weißt du, Katar und das ist Kurz in Tibet oder so. Kurz in Tibet. So. Genau, irgend so etwas. Kurz in Tibet oder so. Irgend so etwas, findet er schon. Spaß. Und jetzt zum Beispiel hat es hure viel, weißt du, halt eben, wir haben schon, wo wir mit dem Podcast angefangen haben, ich glaube, in einer der ersten Folgen haben wir gesagt, es wird immer mehr Podcasts geben. Und dort haben wir gesagt, glaube ich, im Schnitt sind es, glaube ich, 2 oder 3 Podcasts am Tag. Jetzt ist der Schnitt nochmal doppelt so. Im Schnitt entstehen in der Schweiz pro Tag, auf den Tag abgebrochen, nur auf den Tag abgebrochen, 6 bis 7 Podcasts.
ist halt extrem schnelllebig, wahrscheinlich geben also lernt viel auch das schnell sein und so. Bro, überleg mal, wie viele Lieder am Release Friday rauskommen. Ja, schon und nur auf Mundart, Bruder. Eben, Wie und das sich verändert hat in den letzten Jahren, seit ich Musik mache. extrem. Und jetzt machen eben hure viel so Vlogger, TikToker, YouTuber und so, machen jetzt auch zum Beispiel Podcasts, weil halt eben das ist ein fetter Trend. Und nachher werden die gerufen an irgendwelche Events, für irgendwelche Sachen, weißt du, dein Podcast geht viral. Ja, normal geht er viral am Anfang, wenn du schon vorher 100.000 Abonnenten hast auf YouTube oder 2,1 Millionen Follower auf TikTok. Da kannst du ja irgendeinen Scheiß raushauen, egal was du machst. Du erreichst 2,1 Millionen Leute. Ja. Egal was Bro, du machst. Ich check schon, was du meinst. Das ist ja auch dem sein Hack, Bro. Kann ja jeder machen, was Ja, du kannst. sicher. Du kannst bei mir ins Studio gehen, wir können den 100 Rap, Pro. Ich sage machen. nicht, dass es falsch ist. Ich sage, genauso wie ich sage, dass YouTuber anfangen zu rappen, es muss nicht falsch sein. Es ist einfach ein anderer Weg, den Weg einzuschlagen. Ja, und weißt, vor allem- ich und er kommen aus einer Zeit, wo wir haben, ohne Scheiß, ich habe noch nie im Leben Werbung angeschaltet auf Social Media noch nie. Das war das erste Mal im Leben, gewesen, wo ich Werbung angeschaltet habe. Unseren Podcast haben wir neu aufgenommen und wir so, okay, gut, für 70 Franken tun wir jetzt auf Instagram unseren Podcast werben. Und dann nach 2 Monaten nochmal 70 Schutz. Und das war's. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, lassen wir es, ist scheißegal, gehen wir auf Hey, TikTok. ich verstehe, glaube ich, was du raus willst. Du sagst, ihr habt wie das Podcast-Game ein bisschen Nein, ich will nicht so hochkommen reden davon. aber ihr habt es wie so ein bisschen Ich sage nur, aufgebracht und jetzt springen die Leute auf den Zug. Ich glaube, Nein, was er mehr will, das ist, glaube ich, der Trend auf der Welt momentan mit dem Podcast. sowieso. Ich glaube, was er will sagen ist, dass eben irgendwelche Influencer in einen Podcast anfangen und die werden so gepusht. Krank. Weißt, von den Krank. Medien, Okay, ja, ja. von Sponsoring. Und die hocken dort an, reden 30 Minuten, 40 Minuten über einen Podcast. Und genau wie mir, es ist auf den Menschen, je nachdem, du kannst interessant finden oder nicht. Ja. Aber wer erreicht die Person? Die Person erreicht die Person, die sie schon mit ihrem Content vorher erreicht hat. Also es ist nicht etwas, wo sie brutal unbedingt neue Leute zuholt. Verstehst du? Fix, ja. Und ja, egal. Nein, Es ist einfach, es geht mehr so darum, man sieht wieder einmal, dass Leute wie mir müssen mehr 5 Schritte machen, Ja, fix. um den gleichen Schritt zu erreichen wie jemand, der nur einen Bro, Schritt zum ich habe Beispiel letztens einen guten Satz gehört. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wer das gesagt hat. Vielleicht Mandy Abu. Wie heißt sie? Abu? Chakr. Abu Shak. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie es war. Aber so auf so einem Panel hat sie gesagt, oder jemand anders, dort wo andere laufen, müssen Leute wie mir rennen. Ja, Mann. Und das ist, ich glaube, das wolltest du sagen, oder? Bro, das ist wir werden, weißt wie Fact. Du krank. hast ja ein Lied gemacht, 100 Meilen gerannt. Ja. Akku auf 1%. Bro, Okay. wir werden hoffentlich, inshallah, auf 1. Dezember oder im Dezember Sachen ankündigen, Bro. Und dann wird nicht gerannt. Dann wird Lichtgeschwindigkeit, Bruder. Oho. Ganz Ansage. ehrlich. Das Ziel Kannst müsste du ja etwas sein, drauf- dass Majestic Walk kannst machen, ganz langsam. Mashallah, checkst. Bro. Bro, ganz Trotzdem ehrlich, was weißt Zukunft. und Aber ich freue mich. weißt wieso mir vielleicht ab und zu in den Mainstream-Sachen vorkommen? Vereinzelte Personen melden sich bei uns, wie sie zum Beispiel an uns glauben oder uns lustig finden, cool finden. Ja. Meinst du, irgendein Schweizer Medienhaus ist von sich aus zu dir gekommen, offizielle Anschrift, lieber Didi, wir wollen mit dir. Es sind immer einzelne Personen, die dich cool finden, die dich geil finden, die dich fühlen, die für dich sich intern stark machen. Sagen, hey Bruder, ich finde die Person stark, wenn wir mal vorbeirufen, wenn wir mal etwas machen. Der Jonas ist die ganze Zeit am Grinsen. dort. Ja, ich lache wegen Job SRF. Ah, ja. Ja. Aber, Aber shit. wo willst du gehen, Bro? Aber- Bounce. aber eben, bekommen von einer Mechanik. Das ist eben auch, wieder, zum Beispiel, Ja, ein aber das Bruder Gleiche bei meiner hat ihn gesehen. Vosskolumne. Eben, ein Bruder hat ihn gesehen, eine Schwester hat dich gesehen, gesagt, ey, du hast etwas, komm. Und Das ist das Wichtige, dass wir Das einander müssen wir machen. aufziehen, dass wir eine Vision haben. ja, aber ich für frage eine mich, wieso Gruppe. müssen wir das machen? Wieso kann nicht Ja. der andere, Ja. verstehst Ja, weil Alles er will gut. sein Stückchen von seinem Ja. du? Kuchen. Hey, Leute, Ja, gute Energy. Ja. ich habe Ich es schwöre. einen sehr entspannenden Podcast gefunden. Ich finde, eben, es hat ein bisschen einen negativen Beigeschmack am Schluss gehabt. Ich finde es wichtig, dass wir über die. Ja, alles reden. Nein, aber ich ja. finde wichtig, dass wir über das reden. Ich finde es auch gut. Ich find's auch Und gut. Migi, ich finde, du Migi hast- hat auch die Aura, die sie reinbringt. Egal an welchem Tisch sie hockt, es endet mit einer Revolution. Ich sag dir ehrlich. Anarchie, Revolution, alles. Ich gehe jetzt mit
Egal. Schau mal, das sehr, oder wie du ihn politisiert hast, John. Ich gehe jetzt Occupy machen in jedem Medienhaus jetzt. Vor Paradeplatz. Ringe. Überall. Mit kurdischen Fahnen. Überall kurzmündig Fahne, kurdische Fahne, alles. Occupy. Bis sie mir irgendetwas geben, was mich zufrieden macht. Ich schwöre. Aber sagen wir den Leuten noch etwas für den Montagmorgen. Sicher, ja. Haltet durch und vergessen nicht die Revolution. Es gibt mehr als 9 to 5. Mashallah. Das ist kurz und wenig morgen.